Alle reden, keiner sagt Okay. etwas. Bro, Jetzt sag redet denen mal, jetzt redet wir. Schön bist du. Danke, Bro, für die Einladung. Sehr gerne. Real Talk heute. Ich schwöre, wenn du irgendetwas willst, bedien dich. Mach ich, Bro. So, willkommen zu einer neuen Folge von «Jetzt redet wir». Heute mit dem Miro. Ich habe es schon angekündigt auf Instagram. Falls ihr Fragen habt an meine Gäste, folgt doch auf Instagram, weil dann seht ihr immer, mache ich so Slots auf, wo man Fragen stellen kann, wo man sich einbringen kann. Wir haben viele Fragen. Ich würde sagen, Fragen machen wir am Schluss, Bro. Erstmal, dass dich Leute ein bisschen kennen. Und zu Beginn, die letzten 2 Folgen gesehen haben, ich habe da so ein Spiel, «We are not really strangers». Bro, das sind eigentlich Fragen, um sich besser kennenzulernen. 1 ist easy, 2 ist tief, 3 ist so, vielleicht brüllen wir beide da. Willst du einen Tief, oder? Ich habe gerne tief, Bruder. Also, Du kannst weiter. Genau. Die Fragen sind auf Englisch. Ich sage es immer wieder, mein Englisch ist nicht übertrieben gut, aber Oh, okay. Okay. Das ist gut, das ist gemütlich. nein. Do you think the image of you, of yourself matches the image people see you as? Für die kein Englisch Genau, können, das habe ich gerade ich sagen. schwöre, habe ich das Bild, das von mir, das ich habe, ist das etwa gleich wie das Bild, das Leute von mir haben. Oder? Dass du ausstrahlen tust. Genau. Du es matchen. Oh, ich glaube ja, aber mit ein paar Ausnahmen. Ich glaube, Leute, die mich sehr gut kennen, ich glaube, das ist identisch, weil ich reflektiere mich oft. Aber Leute, die nur so einen Bruchteil von mir kennen, oder zum Beispiel jetzt bei der Arbeit mich nur Ja, ja. kennen, dort kennen, ich glaube nicht. Die haben oft das Gefühl, ich fühle mich krasser, als ich bin. Okay. Dein Vorteil ist, du kannst das Zeug so gut überbringen wegen dem Podcast. Ja. Die lernen dich da besser kennen. Ich habe dich sogar besser kennengelernt über den Ach Podcast. so, Ich schwör's. okay, geil. Bist du zufrieden? Oder? Ja, man, ich habe gemeint, du bist nur White Belt, nur Katastrophe. Jetzt bist du Blue und Bro, du bist ganz ehrlich, dort wo ich den Lutschi Brühle gesehen habe, Ja. ich so, Mann, wer ist der Hakan, Mann? Was macht der mit dem Menschen? Ich habe hohen Respekt bekommen. Ich so, das ist wie ein Psychopath, Mann. Geil. Ich so, wenn der Lutschi bei dir brüllt. Ich so, nein, Mann. Ich so, okay, das ist Deep Shit, Mann. Ja, Nein, so. das ist, ich habe schon überlegt, also, fuck, wenn ich jetzt in den Podcast würde gehen, mit was für Fragen könnte er kommen, wo er mich könnte treffen könnte. Ja, Mann. Nein, Bro, wir halten es gemütlich. What lesson took you the longest to unlearn? Welche Lektion, Im Leben. ja, hast du... Aber ich check das wie nicht. Took you the longest to unlearn. Also etwas, was du gemacht hast und hast Anlernen müssen... oder? Unlearn ist doch wieder nicht lernen, oder? Wie das Ja, wie so... eigentlich schon. Wahrscheinlich ist die Frage so gestellt, okay, welche Lektion hast du am meisten gebraucht, um dir aneignen? Ich weiß Ja, es nicht. machen wir es so, aber ja, das andere ergibt für mich keinen Sinn. Ganz ehrlich, Schulsystem, Lehre, das Einreden von den Eltern, dass du unbedingt eine Ausbildung brauchst. Jetzt aufpassen, gewisse Leute nicht falsch verstehen. Jeder sollte eine Lehre haben, aber es ist nicht etwas, was dich fix glücklich macht. Genau, okay. Kennst du die Eltern, du musst eine Lehre haben, du musst eine Lehre haben. Mega. Fick Ich auf deine schwör, Lehre, ich Mann. schwör, Weißt du, was ich ich meine? ja. Du brauchst Ich habe sie zweimal nicht Ausbildungen. bestanden. Du hast was nicht Ich habe bestanden? meine Lehre zweimal nicht bestanden. Ah, was? Nicht einmal, zweimal. Was ist für Lehre? Bro, Detailhandel. Nein. Detailhandel, Welche Branche? Elektro. In kann Meschenmoser, Bro, da, Station Wert. Ah, Gerade im hinteren Chem. Ah, was? Bro, ja, Mann. Krass. Elektro, Bro, es war schon interessant. Das war eine 3-Jahres-Lehre. Meine Mutter sagte, ja, nicht verkauft, mach Detailhandel. Ich sagte, okay, weißt du, kaufen bin ich zu dumm gewesen. Okay. Laut der Noten. Okay. Ich so, easy, Detailhandel, hast du ein bisschen Buchhaltung drin gehabt. Ich habe gemeint, das wird mich so voll weiterbringen. Ja. Bro, einfach etwas, was mich nicht interessiert hat. Ja. Verkaufen praktisch top. Aber das Lernen im Hintergrund, Bro, mit so viel Schaffen, ich habe noch täglich Basketballtraining gehabt. Ja. Mich hat das einfach nicht interessiert. Und das ist eben
Ich hatte die längste Lektion in meinem Leben. Bro, ich habe dort studiert. Ja. Ich habe nicht 3 Jahre Studium, ich habe 5 Jahre Studium. Okay. Und wie gesagt, dann nicht bestanden. Ich so, fuck, wegen 0,2. Nein. Ja. Ja. Eine Note zu viel, die unten tiefer war. Sonst Durchschnitt 4,2 war, gerade so knapp, aber ich habe einfach eine Note zu viel gehabt, die zu tief war. Das ist eben das, du musst beides schauen, gell? Ja, Mann. Schnitt und alle bestehen. Ja, Mann. Und Okay. ich habe der Schnitt 4,2 und eine Note ist einfach zu viel, zu tief gewesen. Und dann wieder nicht bestanden. Und ich habe das Gefühl, gerade beim zweiten Durchgang haben sie mir einen geschenkt, die Lehre. Okay. Ich schwöre, ich habe glaube noch nie Schlussnoten bekommen. Einfach bestanden, Ist gut. dummes Sieg. Und geh weiter. Ich habe das Bro, auch gemacht. Aber das ist das, wo ich sage, dass ich bin jetzt nicht mit diesem Beruf. Und das ist das System, weißt, wo halt unsere Eltern kennen, du musst das machen. Ich habe noch Basketball gemacht, wie gesagt. Dann bin ich im Nachhinein noch 7 Jahre Profi gewesen. Ah, was? Basketball? Ich habe im Belgien gespielt, im Tessin gespielt. Ich bin gar nicht da gewesen. Ich habe das gar nicht gewusst. Also, warte, du bist geboren da, Zürich. In Skopje. Skopje. Geboren, genau. Skopje ist Mazedonien, gell? Genau. Okay. Nur dort geboren. Okay. Dann in die Schweiz gekommen, dann Basketball ein bisschen auf. Und dann habe ich die Lehre eben nicht bestanden. Mit 18 bin ich dann auf Neuchâtel gespielt, in Neuburg. Dann habe ich dort so nebenbei angefangen zu lernen. Hast du können, das war das erste Jahr Profi gewesen. Ja. Und dann die Eltern, ja, bist du am Lernen? Ich so, ja, voll, Bro. Zum ersten Mal habe ich alleine geklappt dort, Mann. Cool. Bro, nein, schon nicht trunken und so, aber weißt du, hast ein eigenes Studio gehabt. Ja, ist crazy. Mittag gehabt, Basketball 2-mal am Tag und so. Und dann wieder nicht bestanden. Dann bin ich zu Basel spielen, Basketball. Okay. Dann wieder nicht, dann bestanden. Okay. Dann bestanden. Ja, und eben, wie gesagt, dann bin ich gar nicht im Beruf mit drin gewesen. Dann bin ich 7 Jahre, dann bin ich in Nyon gespielt. Ja. Basketball, Neuchâtel, Nyon, dann Basel wieder zurück, dann Vacallo, Chiasso, gerade an der Grenze. Ich habe 5 Minuten gehabt bis zu Como. Ah, Das war was? die schönste Zeit gewesen. Geil. Im Tessin. Schönste Zeit gewesen. Geil. Ja, Bro, und dann Wieso hast du aufgehört? ich hatte eine Schlägerei gehabt Nein. mit dem Mitspieler. Ja, in Lugano in der Halbzeit. Wieso das? Bro, er ist, Bro, nochmal, ich bin kein Einfacher, Ja. aber ich habe nie eine Prügelei im Basketball. Ich bin immer schon an die Grenze gegangen, weil ich immer gewinnen, ich habe immer Maximum gegeben. Er selber hat schon mit meinem Bruder gekämpft, also geschlägert, Okay. in einem Training mal. Mit 2 anderen Kollegen, alle jünger als er. Und er war Ausländer. Er ist von Litauen gekommen, hat als Profi gespielt. Und Bro, ganz ehrlich, du bist immer an der Grenze, Vollgas geben, Emotionen und so weiter. Du musst gerade für die nächste Saison musst auch Statistik haben, musst dich auch Ja, weiterverkaufen. sicher. Und natürlich ich auch, er auch. Und dann sind wir aneinander gekommen, dann ist es explodiert. Und dann ist leider gerade so ein Journalist im Tessin vorbeigelaufen an der Garderobe. Hat kurz reingeschaut, hat sehr viel Rot gesehen am Boden. Bro, ganz ehrlich, mit Garderobe, mich haben sie in die Garderobe geschickt, weil wir diskutiert haben während dem Match. Dann in der Halbzeit haben wir uns umziehen. Und dann ist er gekommen. Nach der Dusche ist mir in die Fresse gekommen. Und ich habe mir gedacht, so, fuck, jetzt. Ob es jetzt einflattern wird oder ob ich einen Knockout schon, kommt aufs Gleiche. Ja. Scheißegal. Und dann lieber er als ich. Ja, Sag das sicher. ehrlich. Und dann ist ein Journalist gekommen, hat alles gesehen. Nein. Dann hat es natürlich gerade der Mannschaft gesagt, pro Spiel abgebrochen. Alle an meinen Rennen gewesen. Und mein Bruder dann ihn am Heben, mich uns am Trennen. Dann hat er angefangen auf Englisch zu sagen, I'm going fucking sue you. Das heisst, er hat das Gefühl, wir leben in Amerika, er kann mich jetzt anzeigen und kommt Milliarden über, weißt du? Ach so heisst Anzeige. ja. Ah, das habe ich nicht gewusst. Und nachher so, bist du behindert, Mann. Und er am Lied, er ist 2 Meter groß. Und ich 1,82, 83. Und dann ist die Polizei hat er noch hat er gerufen. Dann ist die Polizei gekommen, meine Idee genommen, seine Idee gekommen. Er hat am Lied gebracht, halb am Sterben. Und ja, dort habe ich gesehen, Kampfsport liegt mir eigentlich. Scheiße, Basketball. Nein, und dann habe ich, dann ist der Verein nicht so professionell gewesen. Haben sie mich frisch losgekickt. Hat mir besser handeln, finde ich. Ja. Und dort ist dann meine Profikarriere nach 7 Jahren fertig gewesen. Scheiße. Ja, Bro, und dann 8 Jahre Sperre haben sie mir gegeben. Nie. Bro, als hätte ich eine Mannschaft getötet. Ich schwör's dir. 8 Also Jahre für den Sport allgemein 8 Jahre Sperre, ja. Profi-Level. Ja, Basketball in der Schweiz. Cool, Mann. Ja, und dann, Bro, dann Bürofachdiplom gemacht,
Weißt du, dann hast du gedacht, jetzt musst du Schule, Büro, willst du ins Büro unbedingt Ja, ja. und so, willst du natürlich nicht im Verkauf sein, Samstag arbeiten und so. Schwör's. Und dann habe ich angefangen, ein Bürofachdiplom zu machen, bestanden, Handelsdiplom habe ich übersprungen, habe eine gute Note gehabt, dann habe ich eine höhere Wirtschaftsschule abgeschlossen. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ja lange für Büro. Dann habe ich mich angefangen zu bewerben, keiner hat es gejuckt. Deine Ausbildungen? Abschlussarbeit, glaube ich, 5,5, total 4,8, höhere Wirtschaftsschule. Und ich habe gemeint, jetzt bin ich Ja, jetzt bin ich Doktor, Mann. Nicht so. Sie haben keine praktische Erfahrung. Ich sage, ich stecke für einen fucking Hungerslohn rein. Ja. Ich will jetzt einfach die praktische Erfahrung sammeln. Ich so, okay, fuck it. Dann bin ich irgendwie zu Würth gekommen. Schraubenzieher, dies und das. Dort hat mich eine Frau beworben. Bro, ich bin, glaube ich, der einzige Jugo auf dieser Welt, der keine Ahnung von Autos hat und der keine Ahnung von Werkzeug hat. Okay, ich kann nicht, Bruder. Der einzige Tür, glaube ich, der Ich keine Ahnung von Autos hat. Ich schwöre, stabil. Bro, läutet mir Würth an. Ja, sie haben sich beworben. Zum Glück war der Laptop offen. Aha. Ich am Telefon. Ich so, ja voll, wie heißt der Name wieder? Würth. Ich sehe nicht so Schrauben. Metrische Sachen, Bohrmaschinen. Ich so, ja. Ich so, ja, wann haben Sie ein Vorstellungsgespräch haben? Ich Termin abgemacht, abgehängt mit einer Frau angerufen. Ich so, wo hast du mich beworben, Mann? Sie so, egal wo, du musst arbeiten und so. Ich so, okay, Bro, ich bin reingekommen, ich hatte keine Ahnung. Bin ich schnuppern. Zum Glück hat es so Jugos-Schippis gehabt, weißt du, wo wir ein bisschen cool fanden. Ich bin mit denen ehrlich gewesen. Ich so, Jungs, wir müssen mir helfen, Mann. Keine Ahnung. Bro, kommt der erste Kunde, als wäre es gestellt gewesen. Kommt so ein Schippi. Haben Sie Mütter? Ich so, willst du mich jetzt wieder verarschen? Was für Mütter, Mann? Ich da einen noch. Bro, was für Mütter, Mann? Ich so, schau ich so links rein. Er ernst, Bro? Er so, M5 Mütter, M6 Mütter, irgend so etwas. Ich so, Bro, komm schon helfen. Ich so, was schnurrt der, Mann? Was für Mütter, Mann? Er so, Bro, komm schon mit, hat er mir alles gezeigt. Ich so, okay, fuck, das heißt ja wirklich Mütter. Bro, ich habe keine Ahnung. Krass. Bro, ich habe Lehre im Lettland gemacht, Verkauf habe ich können. Mhm. Bro, ich bin an eine Stelle bekommen, weil ich mich gut verkaufen konnte. Bro, wir haben, glaube ich, das erste Jahr und das zweite Jahr, glaube ich, die besten Zahlen geschrieben. Geil. In der ganzen Schweiz. Geil. Ich und ein Kollege. Weil wir halt so einfach authentisch rübergekommen sind, ist was das Wichtigste ist. Und du kannst nicht einen Beruf machen, wo du so steif bist. Du Ja, musst ja. offen sein. Wenn jetzt du kommst und sagst, hey, kannst du mir schnell die Schraube auf die Seite legen, ich komme 15 Minuten später, nachdem du zugemacht hast. Bro, dann wartest du halt. Voll. Dann Ja. gehst du mit dem Kaffee und so weiter. Das Zwischenmenschliche muss Das stimmen. ist Fachwissen das Wichtigste, ist Bro. Ja, eben. zweitrangig. Ja. Ja, voll. Ja. Bro, das ist so mein Werdegang, weil die 7 Jahre Profi, warum ich aufgehört habe. Bro, und dann eben schließt sich eine Tür, öffnet sich 5 andere Türen. Mhm. Hast du das jemals bereut, dass du den Typ abgeschlagen hast dort und deine Karriere? Weil so viel ich weiß, du bist immer noch mega fanatisch Basketball-Fan, oder? Ja, das ist im Blut, Bro. Das ist im Blut, ja. Die Frage habe ich schon 1000-mal gehört, habe ich mir auch schon 1000-mal gestellt. Nein. Bereust du nicht? Nein, fuck it, nein. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt auf der Straße sehe, er würde eine kassieren, nur einfach so das Prinzip der Hure. Und noch ein Armband noch Bro, oben drauf. nein, ich würde ihn schneller finalisieren. Bro, schnell einpennen. Okay. Nein, ich bereue es nicht, weil, wie gesagt, Bro, vielleicht hätte ich noch 1, 2, 3 Jahre länger gespielt, hätte ich mich verletzt. Wer weiß, Bro. Ja, okay. Gott hat, ich sage, wir haben eine höhere Macht. Die es als vorausgeschrieben. Okay, alles hat einen Grund. Alles hat einen Grund. Warum Okay. hat es so müssen passieren? Bro, keine Ahnung, vielleicht hätte ich jetzt meine 3 Kinder nicht. Okay. Weißt du, was ich meine? Genau, Und das Geschäft so. nicht. Und die Freiheit nicht, die ich jetzt habe. Stimmt. Eben, für all die den Miro nicht kennen, woher kennen wir uns? Der Miro und ich kennen uns vom Emra, ein gemeinsamer Kollege von uns, wo wir mal abgemacht haben, zum rollen, zum Jiu-Jitsu machen. Krass. Und dann bist du auch dort gewesen. Ich habe das Bild noch. Ich habe auch noch das Bild. Ich habe noch Glatze gehabt dort. Kurze Haare. Genau, Wow, sehr. krass. Und dort haben wir uns kennengelernt, zum ersten Mal gerollt. Ich habe dich dort schon mega sympathisch gefunden. Dann haben wir uns im Ruckus. Dort trainieren wir zusammen. Wir haben das gleiche Tattoo. Ja. Ich am Bein, er am Arm. So geil, ich schwöre. Wo hast du es gemacht? Hast du es beim... In Regensdorf. Okay, Bei einem in Kollegen. Regensdorf. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja. Warum hast du es gemacht? Wieso habe ich es gemacht? Bro, ich habe es gemacht, erstens mal, ich habe mich wirklich voll in den Sport verliebt. Also Jiu-Jitsu ist wirklich nicht
wenn ich das sage, nicht, dass Leute denken, der will Profi werden, der will in die UFC. Null. Das ist für mich ein Ausgleich in meinem Kopf. Und Bro, weil ich vom Sam, also unser Trainer, seine Ideologie, seine Art zum Leben so viel gelernt habe. Ja. Ich sage immer, er ist so der Onkel, den ich nie hatte. Ja. Ich habe auch viel von ihm gelernt, was es auch heisst, so sein Maßstab, wenn du etwas sagst, dahinter sein, was heisst Loyalität, so, was heisst Crewliebe. Hure viel, Bro. Ich bin ab und zu heim nach seinen Reden, wenn wir trainieren. Ja. Und jetzt haben wir hure zu arbeiten Ja. gemacht und ich habe hure viel nachgedacht und ich habe gedacht, dass Es ist nicht nur ein Verein oder was auch immer. Es ist nicht nur das. Nein. Bro, der Typ ist fucking real. Ja. Straight. Ihm ist scheißegal, wer du bist, was du wann gemacht hast. Es ist nicht nur der Sam. Es Nein. ist die ganze Crew. Alle Black Belts. Dann auch wirklich nicht nur Black Belts. Auch Brown, die tieferen Leute. Und du siehst auch, wie die Leute wachsen tun. Extrem. Wie Leute den Weg gefunden haben. Wir haben ja viel, Bro. Die sind am Schweifen gewesen. Ja, wir haben viele kaputte Leute, muss man Genau, sagen. Bro. Und der Typ hat wahrscheinlich mehr, als man denkt, in die Schiene wieder reingebracht. Extrem. Er hat Leute Job besorgt, Bro. Er hat Leute, die Schule... Wir wissen nicht mal so viel. Eben, wir wissen gar nicht mal so viel. Und das ist mehr, ich habe es auch so gemacht. Ich sage wegen dem. Ja, Mann. Das ist tatsächlich be real. Ich schwöre. Steh hinter dem, was du machen tust. Wenn du etwas sagen tust, zieh es durch. Voll. Steh dein Mann. Und keine Fake-Sachen. Ich schwöre, ja. Und ich kann euch freuen, weil er hat zugestimmt, in den Podcast zu kommen. Das Ja, wird massiv. Das wird hart. Das ist, glaube ich, der krasseste Podcast. Viele gewisse kennen den gar nicht. Aber wenn ihr den werdet kennenlernen, der Typ arbeitet in einer Privatbank. Ja, aber hast du auch schon erwähnt. Hure Er ist ein gestandener erfolgreich. Mann. Ja, Er ist ja. ein älterer Mann. Also älterer. Bevor er mich verhaut. Du musst immer Angst haben, was du sagst. Ja, immerhin. Nein, aber er ist... wie alt ist er? Ist er 50? Ich glaube 49, wenn ich mich nicht Gut, täusche. bin nicht dran. Ja. Und er ist ein Black Belt, ein krasser Black Belt. Ja, Bro, nicht ein normaler. Nein. Der Cyborg ist sogar gekommen und hat gesagt, der Sam sollte viel mehr an Competition, weil der ist ein Motherfucker in diesem Sport. Ja. Und immer noch fucking real, man. Das Ich ist... schwöre. Nein, es wird geil. Ich habe gesagt, ich habe noch nie so viele Fragen bekommen wie beim Sam. Das ist wirklich massiv. Also ich muss glaube 3 Folgen mit ihm machen. Und er sollte alle real beantworten. Ja, voll. So wie er ist. Voll. Das wird gewisse Sachen werden einen Shitstorm geben. Ja, mega. Anzeigen werden rausgehen. Kripo wird da noch kommen. Bro, aber das ist eigentlich die richtige Lebenseinstellung, die er hat. Fix. Weil vieles läuft fake draussen momentan. Extrem. Über das werden wir nachher auch noch reden. Wo Extrem. ich hure Mühe habe mit gewissen Fake-Sachen betreffend auch Einstellung, Erziehung. Ja. Ich sehe es ja bei den Spielern. Weißt? Und auch bei meinen Kindern und das, was momentan umgeht bei den Kindern, auch bei den Lehrern, Kindergarten, der Schule. Oh, das neue Zeugs da. Du kannst dich identifizieren mit jedem Scheiß, Mann, mit dem Baum und so Sachen. Eine hure Mühe mit dem Fake-Sachen. Ja. Das würde ich. Ja, voll. Also nochmal 2 Sachen zum Hintergrundwissen. Der Miro ist Krafttrainer bei der FCZ-Akademie, oder? Und hat ein eigenes Gym. Das ist mal so die Hintergrundgeschichte, die ihr müsst wissen. Ich habe natürlich wieder Fragen aufgeschrieben. Zu dem möchte ich noch sagen, Bro, danke vielmals fürs Feedback. Du bist auch jemand von diesen Leuten, die immer, wenn man meinen Podcast schaut, mir dann Feedback gibt, das kannst du machen, das kannst du machen. Und so, dass identifiziere dich mehr als der, wer du bist. Sag, was bringst du wie mit. Hast du mir voll ans Herz gelegt. Ich habe das gemacht und die Resonanz war massiv gewesen. Also dort wirklich danke nochmal. Erste Frage, Bruder, FCZ oder GC? Bro, sicher mal FCZ, ich arbeite dort. Ich wachse mit diesen Kindern auf. Weißt, und logisch, die sind das Herz gewachsen, die Spieler. Du weißt, wie viel sie reisen tun. Genau. Aber ich bin nicht so einer jetzt, ich hasse GC. Ich habe keinen Hass in mir drin. Ja, das ist schön. Null. Ich akzeptiere jeden, ich helfe auch jedem. Ich habe auch GC-Spieler bei mir im Gym, Okay. wo ich Privattrainings gebe. Ja, das ist schön, Ich bin nur das Beste, die auch in der Nazi sind. Pro schlussendlich repräsentieren die unsere Schweiz. Genau, ja. Ich will, dass sie die besten Resultate haben. Ich würde sogar wünschen,
dass beide Europa spielen. Ja, Boah, wir leben in der besten Stadt auf der Welt, schön. Zürich. Warum sollen es nicht beide schaffen? Und dann im Finale Zürich gehen. Der FCZ. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, Aber wie gesagt, ich hasse niemanden. Ich wünsche denen beiden das Beste. Und ich finde es geil, dass sie jetzt oben geblieben sind. In der Super League. Und das wär's, Bro. Wow. Wie bist du dazu gekommen, Bro? Wie bist du dazu gekommen, dass du Krafttrainer dort geworden bist? Bro, es hat angefangen mit, ich kann immer im Sport wieder zurück. Mhm. Ich habe bei Würth gearbeitet, dann haben wir es gerade vorher gehabt. Genau. Ich habe keine Aufstiegsmöglichkeiten gesehen. Ja. Und ich bin halt immer vom Sport, ich komme vom Sport, ich will immer etwas besser, stärker, grösser. Und dann habe ich gesagt, fuck, das macht mich nicht glücklich, im Verkauf zu arbeiten. Dass mir einer sagt, du machst jetzt Mittag, du darfst jetzt schiessen. Habe ich das immer wieder, dann habe ich einen Businessplan geschrieben. Ich habe ein eigenes Gym aufgemacht. Und dann habe ich gemeint, okay, jetzt will ich nur Athleten trainieren. Ist gerade nicht so, du lebst von der Masse im Fitness. Und dann habe ich eigentlich Basketballer haben. Von denen gibt es zu wenig. Okay. Interesse ist auch nicht so da. Und dann hat sich angefangen Fußballer melden. Und dann der erste, den ich hatte, ist der Berat Jim City, der albanische Nazi spielt. Er ist jetzt Captain. Ah, ja. Hat Europa League gerade gewonnen mit Atalanta Bergamo Ah, krass. gegen Leverkusen. Ja, genau. Stimmt. Dann ist er gekommen. Aber Fußballer, weißt du, ich habe so Fußballer. Ich habe nicht so viel gehalten von Fußballern. Okay. Boah, rennst du noch einen Ball hin und her. Also. Aber ich habe dann gesehen, das Potenzial ist riesig. Das Wissen von denen ist nicht groß. Und sie haben noch, wie gesagt, ein großes Potenzial, um noch stärker, noch schneller zu werden, weniger Verletzungen zu haben. Genau, dann ist er gekommen, dann habe ich mit ihm Trainings gemacht, hat er gute Resultate gehabt. Dann ist er mit dem, sogar bevor ich Gym hatte. Und dann hat er gesagt, ja, darf ich einen Kollegen noch mitnehmen? Der Remo Freuler. Ich so, keine Ahnung, ist ein guter Fußballer. Er so, ja, spielt in der Nazi. Ich so, krass, ich so, okay. Ich so, nimmst ihn mit. Und der war dann recht fit gewesen. Dann haben sie, in dieser Zeit haben beide bei Atalanta Bergamo gespielt. In diesem Jahr haben sie sich für die Champions League qualifiziert, zum ersten Mal. Ah, krass. Und Bro, und dann, ja, und der Berat ist schon trainiert, gerade nachdem meine Basketballkarriere fertig war. Bin ich in die Schiene gegangen, habe ich Dussentrainings gegeben. Und ihm hat dort mal der FCZ den Vertrag nicht verlängert. Okay. Und dann haben wir draussen trainiert, fit gemacht und dann hat sein Manager mir angerufen, hat mich kennenlernen. Also, wer bist du? Jetzt momentan Leute fangen an reden von dir, ich will dich kennenlernen. Und das ist der jetzige Sportchef vom FCZ. Ah, was? Milos Malenovic, genau. Okay. Bin ich zu ihm auf Wollishofen, habe mich vorgestellt, er hat gesagt, okay, du kannst weitermachen. Okay. Er hat den Vertrag bekommen dann, bei Avellino, Serie B. Ein Jahr später haben wir wieder trainiert, dann ist er zu Benevento, dann haben wir ein Jahr später wieder trainiert, dann ist er zu Atalanta. Okay. Und da war es wirklich so. Geil, immer so. Voll. Ja. Und dann auf einmal, ja, dann ist schon Corona gekommen. Ja. Bro, das hat mir fast das Knick gebrochen. Geil, das glaube ich, man. Bro, und dann hat man angefangen zu hören. Die Arbeit, die Leute sind zufrieden mit der Arbeit. Und dann sind immer mehr Fußball geschaut. Dann war der Ricky gerade, Ricky Rodriguez, bevor sie Nazi-Zusammenkunft hatten für die EM. Ist gerade 3 Tage vorher bei mir. Geil. Der Milos Malenovic von Werder Bremen, ist eigentlich Basler. Stell ich auch noch mal einen. Nedim Bayrami, der das schnellste Goal geschossen hat an der EM. Genau, ja. Und mit ihm bin ich halt am nächsten, der ist so ein Geist. Der ist von Regensdorf auch in der Nähe. Okay. Mit ihm höre ich mich öfters. Geil, geil. Ja, und dann hat man das gehört, dann bin ich zum FCZ gekommen. Okay. Hast du irgendwelche Ausbildungen gemacht? Oder? Ja, weißt, Bro. so trainermäßig, meine ich. Ich habe immer gedacht, man braucht Diplom. Und dann die Hustle-Zeit in diesen 2 Jahren, wo ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich machen will, habe ich in der Ferien, ich hatte 4-5 Wochen Ferien gehabt, in der Ferienzeit bin ich meine Weiterbildung machen. Okay. Das heisst, ich hatte 2 Wochen Präsenzzeit gehabt, zum Beispiel für die Ausbildungen. Und dann anstatt Ferien, Sommerferien gehen, ich 2 Wochen in die Ausbildung gehen. Okay, also voll die Hustle-Zeit. Hustle-Zeit, Bro. Montag bis Freitag im Verkauf gearbeitet, Samstag, Sonntag ausliefern, Bäck. Krass. Ja, und Kind hast du dort auch schon gehabt? All 3? Nein, 2. 2. 1 und dann 2, aber immer noch gehustelt und dann ja. Wie macht man das, Bro? Ich frage mich jetzt, du schaffst, du dein Traum, den du wie jagst, ist noch nicht in greifbarer Nähe. Wie kannst du dich motivieren, dran zu bleiben und nicht sagen,
mach Scheiß drauf, Mann. Keine Ahnung, ich mache irgendetwas, ich weiß auch nicht, kriminell. Oder ich gehe wieder arbeiten, es ist mir zu anstrengend. So. Was lässt dich weiter schnaufen, weitermachen? Bro, wenn wir ehrlich sind, die Einstellung, es ist zu streng und einfach nichts machen, das ist für mich streng. Ja. Einfach Okay. verblöden, Bro. Stehen Einfach bleiben, nichts ja. machen, stehen bleiben. Bro, ich bin mich so, wieso bist du auf dieser Welt? Ja, okay. So einfach nichts machen, immer die gleiche Geschichte reden, erzählen. Immer die gleiche, keine Ahnung, mit den gleichen Jungs abhängen und es dreht sich immer das Gleiche. Okay, okay. Also, Deswegen habe ich die Leute nie begriffen, die in den Ausgang gegangen sind. ja, Du gehst, Musik, haha, huhu. Schnurren könnt ihr eh nicht. ja, voll. Alkohol wird konsumiert. Dann machst du eh einen Scheiß. Und dann, oder es passiert noch ein Scheiß. Wieso geht man in den Ausgang? Weißt du? Okay, Deswegen bin okay. ich nie in den Ausgang gegangen. Ah, Checkst das du nicht. bist Nein, nie... Bro. Deswegen kennt mich niemand in Zürich. Gross. Okay, okay. Was hast du für einen Jahrgang? 88. 88, okay. 35. Jetzt Okay. bin ich 36. Aber ich fühle mich, Bro, im Kopf wie gerade 20. Ja, Immer urteilsfähig. Ja, 30 ist neu 20, Bro. Ich schwöre, Ja, ich schwöre. nein, eben, das, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach nichts machen, Bro. Ich bin nervös. Okay, also du brauchst immer so einen neuen Reiz. Du musst, wie du vorher gesagt hast, du musst morgen eine bessere Version von dir sein als gestern. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das Leute vorstellen können. Was heisst morgen eine bessere Version? Du kannst nicht besser, von dir aus besser werden. Aber du weißt, wir haben ja hunderte Baustellen im Leben. Family, Frau, Arbeit, FCZ. Und du musst einfach jedes Mal eine Baustelle musst erledigen. Ja. Und einfach morgen nichts machen. Mhm. Das heisst, okay, du willst joggen morgen, dann gehst du joggen. Nachdem habe ich wie eine To-Do-Liste. Du hast jeden Tag eine To-Do-Liste. Ja. Und das auch durchziehen. Genau, das ist es eben, ja. Ey Bro, dann machst du lieber 2 To-Do-Punkte Mhm. und du ziehst das durch. Anstatt du machst das 10 und dann sagst du, nein, ist zu viel. Ja, Immer voll. realistische Ziele setzen. Voll, voll. Und ja, Mann. Aber dort, wo jetzt zum Beispiel Corona kam, das ist ja auch so, das war fast Genickbruch. Weil die Fitnessbranche hat ja also massiv gelitten Wir darunter. haben einmal 4 Monate zu, einmal 3 Monate zu. Eben, und dann bist du wie, du verdienst ja Geld damit. Ja, Bro, ich habe mir am Anfang einen Lohn ausgezahlt. Mhm. Dann habe ich mir keinen Lohn mehr auszahlen. Dann war ich schon mal ein bisschen mehr in der Firma. Ja. Aber Miete haben es trotzdem wollen. Ich habe einfach angefangen, Sachen rauszuzögern, rauszupushen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Fixkosten von der Swisscom. Ja. Habe ich angefangen, irgendwie zu sagen, kann ich später zahlen. Die Situation ist so und so. Und so, dass, wo der Staat gesagt hat, ja, wir versuchen allen Firmen zu helfen. Der größte Bullshit, Bro. So, ja. Aber das Problem ist, ich habe schon Firmen gehabt, wo ich Draussen-Trainings gegeben habe. Mhm. Nach meiner Karriere, glaube ich, 2014, habe ich schon eine Firma gegründet. Und dann habe ich so Bootcamps draussen gemacht. Und die Firma war schon bestanden. Dann habe ich ein Gym eröffnet, logisch auf die gleiche Firma. Ja, fix. Dann ist auch in der Corona-Zeit hat es ja geheißen, ja, wenn Ihre Firma gerade frisch in den ersten 2 Jahren sind, dann geben wir Ihnen eine Prozentzahl von Ihren, keine Ahnung, Ausgaben oder was auch immer. Wir haben aber den Schnitt gerechnet von den letzten 7 Jahren. Ah, was? Das heisst, den Jahre kann ich bekommen, gar nicht. Dann habe ich das alles begründet mit dem Buchhalter. Sie wollen mir ja helfen, lalala, alles aufgeschrieben. Total habe ich bekommen. Und ich habe etwa Ausgaben gehabt, über 80'000 in diesen 7 Monaten, die zu waren. Mhm. Ich habe 9'800 Stutz bekommen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. So. Und weil ich dann einen Brief geschrieben habe, wie das alles ausgesehen hat, dass ich ein bisschen mehr brauche, zum Überleben, Ja, eh. Bearbeitungsgebühren 1500. Nie. Hast du müssen abdrucken? Danke. Brutal. Danke, Schweiz. Krass. Ja, Mann, da bin ich so enttäuscht gewesen. So enttäuscht gewesen. Bro, das ist keine Ahnung. Und wie machst du dann weiter? Du denkst in dem Moment, jeder will dich ficken, Mann. Du denkst, jeder gönnt mir das nicht, dass ich meinen Traum wie lebe. Wie steht man dann auf? Bro, ich habe ja eine halbe Kiste von der Bank bekommen. Für mein Gym. Man sagt ja immer, wenn du eine GmbH hast, haftest du mit dem Firma gut. Genau, ja. In der Theorie, ja. Bank, gib mir deine Wohnung als Garantie. Ah, was? Ja. Dann stehst du auf, wenn ich jetzt das versaue, Bro, ist meine Wohnung weg. Voll. Dann bin ich mit meinen Kids und Familie auf der Straße. Riesendruck. Du weißt, wie fängst du an überlegen und
fantasieren und spekulieren und erfinden, dass du ein bisschen Cash kommst. Ja. Dann kannst du dort arbeiten, dort hustlen. Dass du überlebst. Okay, krass. Dass du mal auf Null bist, Ja, dass du nicht viel eben. im Minus bist. Ja, Mann. Aber das ist, jetzt haben wir die Einstellung von vorher wieder. Aha. Wir leben in einem System, wo es allen gut geht. Keiner kommt aus seiner Komfortzone raus. Ja. Sie kommen am Ende des Monats den Lohn über, jeden Monat. Du gehst in andere Länder. Du weißt nicht, wann du den Lohn bekommst. Ja, schon so. Können in den Ausgang, können ins Restaurant essen, jeder bleibt in seiner Komfortzone. Und sie geben sich glücklich. Sie arbeiten von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag Ausgang, trinken und jedes Mal das Gleiche. Und ich bin nicht so einer, Bro. Lieber verdiene ich ein bisschen weniger, aber ich habe meine Freiheit. Jetzt habe ich meine Freiheit. Okay. Ich kann machen und tun, was ich möchte. Okay. Ja, das ist das grösste Gut, finde ich. Weil Geld kommt, geht, alles, aber die Zeit ist das Einzige, was man nicht aufhalten kann, Bro. Ja. Du wirst stell jeden dir Tag vor- älter. Stell dir vor, du hast so viele Leute, die könnten gerne in deinen Podcast kommen. Könnten nicht, weil es einfach vom Montag bis am Freitag Ja, arbeitet. voll. Und du Ja, musst krass. wahrscheinlich... Stimmt das, dass du deinen Podcast wahrscheinlich Samstag am Sonntag machst? Ja, Samstag, Sonntag, meistens. Meistens. Bro, heute haben wir was für einen Tag? Was haben wir heute? Dienstag. Wir haben 2 Arbeitslose. Heute haben wir Dienstag. Dienstag, genau. Eben, ich weiß gar nicht mehr, was für Tage wir haben. Ja. Weil ich lebe so gemütlich. Ich arbeite von Montag bis Sonntag, aber ich mache es gerne. Ja. Ich kann mir es einteilen, wenn ich arbeite. Wenn ich meine Personal Trainings gebe. Okay, fixe Zeit beim 11. September. Fix. Aber sonst, das ist das größte Gut auf der Erde, Freiheit. Ja, schon. Ja, ich finde auch. Also ich habe es im letzten Podcast erwähnt, mit dem RZ. Ich habe gekündigt im Gefängnis nach 3,5 Jahren. Und auch mit dieser Motivation, ich will das... Ich will das zu dieser Zeit machen, wenn ich möchte. Ich bin kein fauler Mensch, Bro. Aber ich möchte Arbeit machen, die man schätzt, wo ich es mit Herzblut mache und auch dahinter kann stehen. Und nicht, weil mir jemand meinen Lohn zahlt, auch Sachen machen, die ich vielleicht mit mir selber nicht vereinbaren kann. Verstehst du? Das ist für mich so nicht mehr real. Also Ja. mache ich es nicht mehr. Ja. Hat es einen Moment gegeben, wo vielleicht alles verändert hat in deinem Leben? Dass du zu dieser Einstellung gekommen bist? Oder ist das schon so von Tag 1 die Einstellung gewesen? Das ist schon, Bro, das ist die Einstellung. Du wachst mit dieser Einstellung auf im Sport. Das heisst, jeden Tag Sport, jeden Tag will ich gewinnen, jeden Tag hart kämpfen dafür, trainieren. Und deswegen sage ich auch, Sport ist so etwas vom Wichtigsten auf der Welt, Voll. weil das nimmst du mit ins Leben. Deswegen fühle ich mich sehr wohl, wenn es der Sam Sachen sagt, als würdest du mein Vater sagen. Mein Vater hat auch die gleiche Einstellung gehabt. Bam, 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 hart. Ja. Und durchziehen, nicht aufgeben. Und Bro, nein, mit dieser Einstellung bin ich aufgewachsen. Aber nur dank dem Vater, weil er mich früh in den Sport hineingetan hat und mich nie hat aus der Schiene gehen. Okay. Das heisst, jeden Tag Sport. Okay. Deswegen auch zweimal gelernt nicht verstanden. Ja. Aber Sport Bro, ist wichtiger fuck it, die Lektion, was Sport und Einstellung war, die hat mich jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Ja, Und nicht Fähigkeitszeugnis vom Detailland. ja, Das voll. war's das. Ja, ich habe das auch gemacht. Bro. Also für mich eben. Wo hast du Detailland gemacht? Esprit. Kennst du den Kleiderladen? Ja, sicher. Im Steel City. Ah, krass. Ich schwöre. Bro, ich habe angefangen. Früher. Was will ich wissen mit 14, 15, was ich machen will? Ich habe dann Kleider, Frauen, geil, weißt, ich kann mich schön anlegen. Bro, im ersten Jahr schon, ich habe gedacht, ich verblöde da drin. Was mache ich da, Mann? Schwör. Ich schwöre. Bis um 6:30, bis um 8 verkauft. Grüezi, wie kann Ja, ich Ihnen genau. helfen? Nichts, ich schaue nur. Ja. Und Oh, nachher. du darfst jetzt sagen, wie kann man Ihnen helfen? Darf Genau. ich Ihnen etwas zeigen? Ja. Haben Sie gesehen, wenn er ein Jäckli anschaut, das schwarz ist, gehst du und sagst, hast du gesehen, wir haben das Jäckli auch im Beige. Aber nachher, ich schaue sie an, weil ich eine schwarze Jacke brauche. Was bringt mir die beige Jacke? Aber ich kann nicht abbrechen, meine Mutter hat mich gekillt. Ja. Sie hat Genau das gesagt, Gleiche ja, wie mir. du musst durchziehen. Ja. Ich will sicher keinen Lehrabbrecher als wie So, Sohn haben. Ich komme jetzt gerade in ein anderes Thema, aber ich glaube, das ist mega spannend mit dir zu besprechen. Der Fokuswechsel, du meinst das wirklich, oder? So, hey, macht eure Lehre, macht das, hängt nicht arbeitslos und ich will jetzt TikToker werden, also mache jetzt TikTok-Videos, aber geht eurer Passion nach Ja. mit dieser Energie, wie als würdet ihr für eine Prüfung lernen. Ja. So, wie als würdet ihr wollen, dass die Lehre abschließt oder dass das Studium wir bestehen. Ja.
Jeder hat einen Traum, Bro. Jetzt, ich will jetzt natürlich in die komische Schiene hineinkommen. Jeder hat einen Traum, jeder schafft das, was er möchte machen und so. Aber wenn du eine Vorstellung hast, geh dieser Vorstellung nach. Nebenbei. Ja. Es kann nicht sein, dass ich fucking 8-9 Stunden arbeite für jemanden und dann keine Stunde für mein Traum, für mein Ziel, für meinen Traum investiere. Ja, das ist schwer. Du schaffst für Esprit 9 Stunden, Bro. Ja. Kommst einen Gehirnfick über, kommst heim, obwohl du eigentlich etwas anderes hättest machen. Keine jetzt. Podcast jetzt gründen. Bro, dann überlegst du, okay, wie viel Lichter brauche ich, was für eine Kamera brauche ich. Dann musst du eine Stunde, 2 für dich auch noch investieren. Ja, voll. Deswegen, ich habe auch bei Würth gearbeitet, Ferien habe ich investiert, um Weiterbildungen zu machen und dann langsam einen Businessplan schreiben. Ich habe über 40 Seiten im Businessplan geschrieben. Das ist crazy. Wer will Ja, mir eine halbe Kiste geben? ja eben, ja. Nicht zu dir oder zu jemandem gehen und sagen, Bro, ich brauche eine halbe Kiste. Ja, ich schwöre. Sagt er, Bro. Ich schwöre, nein, ich brauche auch eine halbe Kiste. Ja, und nachher habe ich über 40 Seiten geschrieben. Schlussendlich für nichts, weil im Businessplan war Corona nicht drin. Ja, das stimmt. Und dann habe ich das ihnen vorgestellt. Und dann haben sie selber gesagt, also, mein Gott, sie wollen wieder das Fitness aufmachen. Auf der gleichen Straße haben wir etwa schon 3-4. Ah, In okay. Regensdorf, ja, Mann. Ich so, ja, aber I'm different. I'm built different. Ja, Mann, das ist, ja. Was ja auch mega mit dem zusammenhängt, so Leute, die, also das hast du vorhin schon gesagt, du gehst 8-9 Stunden arbeiten für irgendjemanden, damit du deinen Lohn hast oder den Ausgang kannst oder was auch immer. Aber Leute arbeiten wie nicht an sich und das ist auch so ein bisschen der Spagat zum Sport. Sport ist, finde ich, etwas vom Wichtigsten auf dieser Welt, weil es ist so, ich investiere in mich selber. Du musst kein Profi werden, du musst nicht irgendwie Basketball- oder MMA-Fighter werden. Aber wenn du 8 Stunden gearbeitet hast und dir den Hirnfick gegeben hast, mal heimgehen und eine Stunde etwas für dich machen, Bro, das ist so ein Gamechanger. Das ist übertrieben. Leute sind einfach leider im Hamsterrad verfangen. Und das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Voll. Da würde ich jedem draussen zu Herzen legen, schaut auf euch. Ihr müsst nicht den Nachbarn, den Kolleginnen und Kollegen immer recht machen. Sind, was da sagen, auch ein bisschen Egoisten. Voll. Und schaut auf euer Ding. Ja, voll. Keine Ahnung, Bro. Wenn ihr ein Buch schreibt, schreibt das scheiß Buch, Mann. Erkundige dich, wie schreibe ich ein Buch? Ja, voll. Was braucht es? Inhalt? Welcher Verlag? Was für ein Buch? Bro, dann erkundige dich. Dir Ziele setzen, Fix. die erreichbar sind. Es gibt ein Modell, so ist das Smart-Modell. Schaut euch das Kennst du vom Verkaufen? Ja, ja. Ich glaube spezifisch, messbar. SM, dann A ist, Etwas mit der Zeit war noch, aber ich weiß nicht mehr. ja, keine Ahnung, A, Ja. dann R ist glaube relevant und T ist terminierbar. Genau, Ziel ist genau. Genau, das ist. Auf jeden Fall, wenn irgendetwas aufbauen, schafft mit so Instrumenten, die es sowieso schon gibt, damit du eben dich nicht verfängst. Weil ich glaube, der grösste Fehler, Bro, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ist, ich habe eine Idee und das Geilste ist ja, den Leuten erzählen. Bro, ich mache einen Podcast jetzt und so. Weißt, ich mache dies, ich mache das. Aber bevor du anfängst zu reden, investiere erstmal in das. Weil von deinen Zielen erzählen oder wenn ich das erreiche, dann ist geil. Das ist geil, das macht Spaß. Aber die Arbeit dahinter, die du machen musst, das machen die wenigsten. Und ich sage, die Leute reden zu schnell, haben dann das geile Sicht, geile Sicht, ich schwöre, das macht dich satt und dann bist du immer hungrig, um an diesen Zielen zu arbeiten. Korrekt. Ich hätte Angst, dass ich unglaubwürdig überkomme. Genau, ja. Der Blöfer, der Schnuss. Ja, voll. Wieder so einer. Wieder so einer. Aber ich bin so ein, ich sag's dir. Wenn wir Kollegen sind, ich sage nicht, geil essen. Ich so, Bro, das, was du mir erzählt hast, wie weit bist du jetzt? Ja, voll. Und dann, ja, nein, Bro, ich habe gerade keine Zeit. Bro, dann schnurr nicht. Ja, voll. Ziehen wir es durch. Wenn ich dir helfen kann, sag. Genau. So ein Kollege muss eigentlich sein. Aber du gibt es einfach viele Fake-Kollegen. Genau. Bro, geil essen. Ja. Komm, scheißegal. Was scheißegal, Mann. Ziehen wir es durch, Mann. Ich habe lieber Leute um mich, Bro. Ja, voll. Anstatt Schäfli. Mehr dort, mehr da. Naja, fick auf euch. Ja, voll. Und dann, wenn du die Rücken umdrehst, hast du gesehen, der Mira, warte, er macht Gym und so. Redet es gerade hinter dir. So. Am Anfang so. Ja, ich komme ein Abo bei dir machen. Ich komme. Bro. Wo ist sie noch? Die ersten paar Monate. Ich so, wo sind die scheiß Kollegen, Mann? Und der später sind gewisse gekommen. Gewisse nie gekommen, Bro. Ja. Aber du hast ganz genau gesehen, das sind so Menschen. Nicht jetzt sagen wir. Nein, nein. Allgemein. Allgemein, ja. Du siehst ganz genau, Bro. Schau, die Menschen müssen draussen eine Einstellung haben und denken, keiner ist blöd. Keiner ist blind. Du siehst ganz genau.
Bin ich auch. Wer teilt deine Sachen? Wer tut dich markieren? Folgt dem und dem? Wer gibt dir Likes? Und so weiter. Bro, keiner ist dumm. Ja, voll. Alle sehen alles, Bro. Alles sind alles. Bro. Alle sehen alles, ich Und schwöre. wenn du die Einstellung hast, dann kommst du vielleicht ein bisschen oben runter und fängst an real werden. Und real ist einfach das ist das größte Gut, was du haben kannst. Was verloren gegangen ist draussen. Mega, mega. Es hat so einen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig kann, aber was hältst du dazu? Es sagt, ich sage jetzt, es geht mit Männern, ich sage jetzt nicht, ich disrespektiere Frauen, aber man sagt, starke Männer machen schwache Zeiten sorgen für schwache Männer sorgen für harte Zeiten machen harte Männer. Man kann das jetzt auch auslegen auf Menschen, nicht nur Männer, aber... Ich finde, momentan sind wir in einer Phase, wo wir schwache Männer haben. Wo ich zu Vorteil nehme. Weil der Gap wird grösser von den Alpha-Männern. Ich sage nicht, dass ich jetzt ein Alpha-Tier bin oder so immer, was immer. Aber der Gap ist grösser zu schwachen Menschen. Und das nützt sich vollkommen aus. Das heisst, es wird eine Stimme sein, zwei. Weil ich weiss, die Schwachen ziehen eh nicht durch. Ja, Fool, Hangers. ja, Ihr seid nicht meine Kollegen. ja, voll. Aber ich bin da oben und ich gebe jetzt Vollgas die ganze Zeit. Früher hast du wahrscheinlich mehr Alpha-Tiere gehabt. Nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher. Ja. Und dort war sich abziehen ein bisschen schwieriger. Ja. Jetzt, mit ein bisschen Grip, Bro, du hebst dich ab, Ja, ziehst voll. das eigene Ding durch. Ich schwöre. Und Ja. das musst du jetzt auch ausnutzen. Ja. Du hast jetzt keinen, der so Real Talk Podcast macht. Bist auch einer von den ersten. Also, wo ich jetzt verfolgt habe, wo es interessant ist. Und das hebt dich ab von anderen. Ja, ey. Meinst du, keiner hat die Idee gehabt, Podcast zu machen? Aber durchziehst du etwas. Durchziehen ist etwas, Durchziehst ja, du ja. etwas. Mal starten, einen Fick drauf geben, was die anderen am Anfang denken. Voll. Am Anfang sagen sie, was ist das denn? Dann fangen sie an reinzuhören. Ah, hure geil. Oh, es beschäftigt mich. Bro, am Anfang sagen die Leute, das ist kein ernstzunehmender Podcast. Und jetzt, wo ich bin, fangen die Leute an, meinen Content zu kopieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist für mich Genugtuung. Genug, Bro. Ich sage nicht, mach nicht. Nur ich darf so Themen reden. Mach. Darum mache ich es ja, dass mehr Leute über so Sachen reden. Machen. Aber ich vergesse nicht, wo du am Anfang gelacht hast. Weißt du, wie ich meine? Jetzt nicht du, die Personen, die dann das kopieren. Ja. Darum, Bro, scheiß drauf. Ich schwöre, wie du sagst, einfach real bleiben. Das machen, was dir Spaß macht. Etwas auch investieren. Und red nicht, wenn du nichts machst. Ja. Red nicht. Bro, genau, ich bin ja Personal Trainer. Okay. Weißt du, wie viele Leute kommen und sagen, ja, ich möchte auch Personal Trainer machen. Bro, ich helfe dir. Ja, Ich helfe dir, ich zeige dir alles, was man braucht. ja so. Ja. Aber du musst es noch überbringen, Genau. vor dem Kunden. Ja. Nicht Das kannst du nicht abnehmen. Das- Das musst du das selber als machen. Mensch so sein. Genau. Ich so, Bro, ich helfe dir alles. Ich zeige dir, wie man Instagram macht, ich zeige dir, wie man eine Homepage macht, ich zeige dir, wie man auf Kunden eventuell, wie man zu Kunden kommt. Aber du musst schon das Training machen. Genau, Und wenn er mit Problemen kommt, musst du reagieren können. Ich kann nicht sagen, warte, lass mich den Büro anrufen. genau. Bonne Chance. Ich helfe dir, was du willst. Ja, voll. Ich fange an zu spotten. Genau, ich sage auch den Leuten, weißt du, wir sind schon gekommen. Ich will auch Podcast machen. Mach, Bro. Ich schwöre, ich schicke dir alles, was ich gekauft habe. Ich unterstütze dich. Ich sage sogar den Leuten, willst du Folgen machen, du hast kein Rimli, komm mit meinem Rimli. Mach, kein Problem. Dein Logo drauf. Ich schwöre, ich kann das Logo wegnehmen. Ich will kein Geld dafür machen. Aber, Bro, von denen, ich sage jetzt mal 10 Leute, die zu mir gekommen sind, keiner hat noch einen Podcast bis jetzt. So, weißt du, weil eben reden macht hohen Spaß, Bro. Ich sage, das ist eben geil. Dann bekommst du die Schulterklopfer. Geil, sieh, du machst ja jetzt auch und so. Dann bist du satt und nachher schaffst du nicht mehr dran. Lass es Nur diese. das, Bro. Die Frage hat sich eigentlich erübrigt, wie gehst du mit Rückschlägen, Misserfolg um? Ich glaube, das ist so... Bei dir Fetter ist so, Konter. ja, einfach Einstellungssache, Bro. Fetter Konter. Ja, voll. So, ich bin nicht angekommen zum Scheitern. Ich glaube, das ist so ein bisschen deine Festplatte, oder? Weitermachen, durchziehen, einen oben drauf. Ja, Mann. Welchen Rat würdest du dem jüngeren Ich geben? Boah. Ich würde ihn sicher mal erstmal voll verhauen. Einfach in den Keller stecken für eine Woche. Voll verhauen. Die ganze Zeit. Auch wenn er nicht mehr wüsste, warum, fährt er gerade rein. Einfach so. Du dumme Sieg, Mann. Das ist eine schwierige Frage. Bro. Das ist eine schwierige Frage. Bro, ich kann das nicht sagen, Mann. Das Problem ist,
Ich müsste fast wie eine Art auf die Antwort meiner Eltern widersprechen. Mhm. Also, sie haben mich so in einer Schiene da. Jetzt, amigs frage ich mich, weißt du, ich hatte die Frage nicht so wie beantworten, weil amigs frage ich mich, haben mich meine Eltern gut erzogen? Mhm. Auf die einen Seite ja, dass ich die einstellen kann, bin ich dann auch hure glücklich. Auf der anderen Seite, ich weiß es, Bro, ich habe zum Beispiel nicht viele Möglichkeiten gehabt, Bro. Mhm. Sport hat mir sehr viel Zeit genommen. Ich kann auch mit 16 ins Thai-Boxen gehen. Ja. Dort steht der Natapong im Radiostudio. Ja. Habe ich dort anfangen, dies, das. Vater hat gesagt, nein, entweder das oder gar nicht. Okay. Und deswegen was soll ich mir sagen, Bro? Soll ich sagen, Geduld, sollst du Geduld haben? Ist auch so ein Thema, Geduld. Ich so, nein, ich bin kein Fan von Geduld. Ja. Amix sagen die Leute, ja, ha Geduld, nur dass sie amix nicht zu viel Arbeit geben. Weißt du, zum Beispiel ich bin Trainer, Aha. Geduld. Ja. Aber er hat selber Druck, Ja. weil er muss leisten, er muss Match gewinnen. Ja. Deswegen kommt um dich warm zu halten, ha Geduld, du spielst nächstes Jahr. Aber der ist vielleicht gar nicht nächstes Jahr da. Ja, voll. Geduld, Okay. Geduld ist so ein Thema, wo ich sage, dass, wenn ich ihm jetzt gesagt hätte, ha Geduld, ist auch falsch. Ich würde ihm sicher sagen, schaff von Anfang an dein Ziel. Okay. Das heisst, eben es ist schwierig. Du willst etwas machen, redest mit den Eltern sagen, nein, du musst Lehre durchziehen. Ja. Ja, ja, genau, das ist es. Es ist schwierig, Bro, Geduld. Zum Glück bin ich nicht in die Ausgangsszene gekommen in Zürich. Sonst wäre es auch eskaliert wahrscheinlich. Da bin ich froh. Ja. Bro, ja, man. Ja, die meisten Leute wissen was ich meine. Ich weiß auch, was du meinst. Ich weiß nicht, aber nicht. Ich hätte die Hand aufgetan, komm, mach was jetzt. Mach es jetzt. Okay. Schau, ich selber drücke jetzt. Was soll ich denn groß sagen? Ja. Meine Eltern haben alles Mögliche gemacht, dass ich ein guter Sohn werde. Ja. Meine Mutter hat eine Vorstellung gehabt, er soll Pilot werden, er soll Arzt werden. Ja, Wahrscheinlich die nicht. ja, mit Anzug arbeiten, dies, das. Büro. Nein, was macht mich glücklich? Ja. Ich würde meinen Kindern sagen, willst du Maler werden? Tipptopp, mach, bist der beste Maler. Ja, voll. Willst du eine Firma machen? Mach die beste Firma auf. Okay. Die humanste Firma. Ja. Okay. Leute dürfen auch, wenn du in Pension gehst, sollen die Leute denken, das war ein geiles Jahr. Und nicht, das war ein Hurensohn. Ja, voll. Das war ein geiles, das war ein humanes Jahr. Das ist die beste Das hat Version von viel, ist wertvoller, dir. Ja. weder dass er im Büro gestellt ist. Okay, also schau, ich sage dir, was ich zum Beispiel meinem Jüngeren Ich sage würde. Und vielleicht denken wir dort gleich. Ich sage auch, meine Eltern, Bro, haben alles gemacht, um dass ich ein guter Sohn werde. Und ich finde, sie haben es geschafft. So, weißt? Ich bin stolz auf meine Eltern. Und ich bin Sind deine Eltern stolz auf dich? Brutal. Wirklich? Brutal, Bro. Meine Eltern nicht, Bro. Nicht? Nein, Bro. Wegen? Keine Ahnung, Bro. Glaub mir's. Nicht? Tattoos. Meine Eltern folgen Tattoos. Bro, meine Eltern sind auch voll Tattoos. Aber weißt, ich habe ihnen wie das müssen... Mein Vater hat etwas Schönes gesagt. Mein Vater hat gesagt, ich bin jetzt in einem Alter, wo du ab und zu in die Rolle als mein Vater einschlüpfst. Verstehst du? Weil du bist alt genug, du bist erwachsen genug und du erfährst das Leben jetzt anders wie als ich. Das heisst, ich kann Sachen von dir lernen. Das sagt er jetzt, wo ich 31 bin. Früher mit 20 hat er das nicht gesagt. Und ich habe ihnen wie müssen beibringen, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich Tattoos habe? Das definiert nicht meinen Charakter. Das ist etwas, was ich gerne habe. Verstehst du? Und bis ich es denen beigebracht habe, Bro, mit Tattoo, mein Vater, ich habe Tattoo gemacht, zweites Tattoo, er nicht mehr mit mir reden, Mann. Dann bin ich angeguckt mit ihm und gesagt, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, Mann. Verstehst du? Ja, also die anderen sehen dich dann, wenn wir in der Türkei sind. Du Drogenkind. Genau, du Rocker, du Drogenkind. Ich habe gesagt, Papi, scheißegal, was die anderen denken, Mann. Bin ich glücklich, bist du glücklich, bin ich ein guter Sohn, bist du ein guter Vater? Scheißegal, Mann. Das ist der Generationswechsel. Was denken die anderen? Genau. Das ist oldschool. Genau, Bro. Und wir jetzt, ich scheiße drauf, was die Genau, anderen Mann. denken. Ich finde es so wichtig, Bro. Ich finde das so wichtig. Das habe ich meinen Eltern auch müssen sagen. Du musst zuerst mal für dein Glück schauen. Du musst erst mal glücklich sein, Mami. Und dann kannst du für andere schauen. Genau. Du kennst doch die Eltern, Bro. Sie arbeiten bis am 8, 9 am Abend, keine Ahnung, im Coop, kommen heim, kochen für das Kind, dann will Besuch kommen für dich, kochst auch noch, ist irgendwie Eis, bis der Besuch geht. Nachher pennst du irgendwie am 2 ein, pennst 4 Stunden und gehst wieder arbeiten. Alle sind glücklich, aber du? Du bist kaputt. Du bist kaputt, bist auf der Felge. Für was? Was hat es gebracht jetzt?
Hauptsache die anderen erzählen nichts Schlechtes. Genau. Bro, schlussendlich, wenn sie möchten, schnurren sie trotzdem Scheiße. Genau. Die Pita, die sie gemacht hat, ist schwer kalt. Genau. Genau. Und die haben aber keine Ahnung. Du hast eine 15-Stunden-Schicht hinter dir und hast dann Kids genau. noch. Und hast noch die Pita dort gemacht. Genau. Weil Leute sehen immer nur einen Abschnitt von deinem Leben. Ja. Sie sehen nicht das Ganze. Darum lass die reden, Mann. Die wahren Leute reden nicht. Die fragen dich, Bruder, wieso ist Pita kalt? Bro, auch ein Intelligenter würde es gar nicht hinterfragen. Ja, schon. Wie soll ich sagen? Gute Menschen, Bro, wissen, okay, er hat mir heute abgesagt. Er hat hure viel zu tun. Ein Dummer wäre hässig und würde gar nicht mehr kommen. Ein Intelligent sagt, okay, Bro, dann machen wir wieder ab. Ja, voll. Weißt, machen wir einen anderen Termin ab. Weil der weiß, du bist am Hustlen, du hast Familie und so weiter. Wichtig ist, dass sich von dummen Menschen trennen tust. Ja, schon. Und das können die meisten nicht. Ja, genau. Sag doch einfach, Bro, wir haben nicht mehr miteinander zu tun. Ich schwöre, ja. Das passt mir nicht, man. Die Also das Bro, Lebensstil sprich passt das mir. Bro, aber wir haben nicht mehr miteinander zu tun. Genau. Aus diesen Gründen, du bist mir zu sensibel, du bist mir zu komisch, zu negativ. Bro, ich mag das nicht mehr. Und Bro, Distanz, fertig. Oder einfach nicht mehr melden. Die Leute checken es schon, wenn dich einfach nicht mehr melden. Genau, ja. Bro, Ja. das musst du nicht immer alles recht machen. Voll. Voll. Wie gesagt, in dieser Sicht musst du ein bisschen auf dich schauen. Und eben, ich glaube, so die Erkenntnis, oder was ich mir früher wie gesagt hätte, ist, fang früher an, dich für das einsetzen, was du machen willst. Ja. So, Genau. weißt. Und erklär es den Leuten. Und die es nicht erklären wollen, wie du sagst, trenn dich von denen. Genau. Und auch ehrlich sein. Auch bei Rukus genau das Gleiche. Bro, bis ehrlich, sag ich kann den Monat nicht mehr kommen, aus diesen Gründen. Nicht einfach nicht auftauchen. Genau. Sie merken es schon nicht. Ja, so, nein, eben. Leute sind nicht dumm, Leute sind nicht blind. Genau. Und Leute hören auch, was rumlaufen tut. Und deswegen bist authentisch, realistisch, egal jetzt in welchem Segment. Voll. Schaffen, Sport, Freund, Freundin, Kollegen, sind ehrlich zueinander. Ja, voll. Macht nicht Pust im Sack. Ja, voll. That's it, Bro. Alles andere bringt nichts. Alles andere bringt wirklich nichts. Bro, vielleicht ein bisschen eine Businessfrage, aber was unterscheidet dieses Gym von anderen? Du hast gesagt, 4 haben auf der gleichen Straße aufgemacht. Du hast gleich daran glaubt, dass es klappt und was das ja heute bestätigt. Was ist der Unterschied von deinem Gym zu anderen? Bro, ich habe jetzt etwa ein bisschen über 400 Kunden. Ah, okay, krass. Und Leute kennen mich. Wie viele Inhaber von diesen Fitnessgyms, wo du bist, kennst du? Oder kennen dich mit dem Namen? Ich schwöre. Das ist der Unterschied. Okay, Es macht der Mensch im Geschäft macht's aus. okay. Okay. Also dein USP, so dein Universal Selling Point ist, dass es persönlich ist, dass man dich kennt. Persönlich, man kann mir immer Fragen stellen. Ich habe ein WhatsApp-Business. Leute schreiben mir 24 Stunden Fragen, Bro. Bro, wie macht man das? Was denkst du von dem? Ich antworte. Innerhalb von 24 Stunden, wenn ich es nicht schreibe, mache ich eine Sprachnachricht und sage so. Ich helfe sehr gern. Was soll ich sagen? Ja, man ist 24 Stunden offen. Das sind ist die anderen, crazy. sind die anderen Gyms nicht. Ja, das Ich denke, das sollte auch Zukunft sein, was Fitness angeht. Ob es gesund ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber es gibt Leute, die arbeiten schichtweise. Ja. Fangen um 5 Uhr an, hören um 3 Uhr Nacht auf, wenn trotzdem noch ein bisschen Fitness machen. Nur zu. Und ich denke, das ist Zukunft. Und ja, Bro. Okay, also du hast eigentlich ein Gym, wo normal trainieren kannst, mit Abo, du stempelst rein, gehst trainieren. Genau. Du kannst ein Personal Training machen und du kannst aber auch in diesem Personal Training sagen, ey, ich bin Fußballer, hol das Max aus mir raus, was Genau. geht. Ich bin Basketballer, hol Maximum mir raus. Dann machen wir Tests. Wir haben seit neuestem Spiroergometrie. Das war etwa 46'000 Stutz gewesen. Wow. Tun jetzt Lisa, genau. Und das haben sie in der Schultestklinik. Okay. Sie machen es mit Laktattest. Und mit mir machst du es mit der Atemgasmaske. Und da sehe ich ganz genau, wie fit jemand ist, wie groß das Potenzial ist, ob er zu wenig essen. Zum Beispiel alle Fußballer zu wenig essen. Okay. Das ist fix. Also er kann nicht so wie ein Büromensch essen. Gleich viel. Der verbraucht 1500 Kalorien mehr. Er muss das wieder einholen. Ja, sonst geht es in Stress rein. Sonst pennt er schlechter. Wenn er schlecht pennt, kann er sich verletzen. Ein Teufelskreis. Okay. Und das Vertrauen, das ich den Kunden schenke. Bei mir hast du alles aufgestellt. Proteine, Getränke, Kleider, Feitsachen. Twin Barcode. Die Leute nehmen 3 Uhr der Nacht, nehmen es, zahlen es.
und ich vertraue denen, dass sie auch den richtigen Betrag finden Okay, können. das ist schön, Dann ja. habe ich so einen Samsung-Automat wie im Mac. Weißt du, wenn jemand zum Beispiel keinen Twint hat, Mhm. wenn Ausländer kommen, kann er anwählen, mit der Karte zahlen und gut ist. Krass. Ich habe früher habe ich es zugemacht, Ja. habe einen Schrank gehabt, zu mit Dings. Ja, so scheiße, ich verkaufe nichts. Und ganz ehrlich, wenn etwas geklaut wird, dann wird es geklaut. Ja. Mein Gott, aber du machst trotzdem Ende vom Monat größeren Gewinn, als wenn es dir jemand klauen tut. Ja, Er muss mit dem Gewissen leben. genau, das ist es, ja. Er Genau. muss mit dem Gewissen leben. Das sind also Punkte, wo Leute sehen. Und ich habe keine automatische Abo-Verlängerung. Ey, danke, ich schwöre dir. Ich finde das so etwas Respektloses, so etwas Geldgieriges. Leute, die das machen, Bro. Jedes Gym, das so ist, sollte für mich wirklich in Grund und Boden sinken, man. Ich habe am Anfang das Gym eröffnet und ich muss jetzt den Murti von Barnabas, die 3 Brüder von Aiverdis, erwähnen. Ganz ein guter Mensch. Ich so, Bro, du bist ein bisschen älter, hast eine Firma, die und die Idee. Sagt er, aufs Herz gesagt, also, machst du das mit Liebe? Ah. Ich so, okay, ich so, was für eine Schiene. Ich stelle mir eine Businessfrage und dann mischt Liebe, Emotionen drin. Ich so, fix. Ich mache es aus Leidenschaft, Liebe. Also ist automatische Abo-Verlängerung Liebe? Ich so, nein, also mach's nicht. Wow, mächtig. Ich so, okay, ein grosser Schritt, Ja. wo eventuell auch viel Geld verloren geht. Sicher, Bro, sicher. Aber er so, das ist frech. Ich so, okay, ich mach's nicht. Weißt du, wie viele Kollegen sind mir gekommen? Ja, du musst fürs Business denken. Da. Ich so, nein, ich habe jetzt die Schiene eingeschlagen, ich ziehe sie durch. Auch wenn es mich köpft. Im Gegenteil. Weißt du, wie viele positive Rückmeldungen ich bekomme, dass ich keine automatische Abo-Verlängerung kann? Ich tue mir jeden Monat, habe ich gerade gestern gemacht, eine Liste raushauen. Diesen Monat laufen diesen Kunden das Abo ab. Sprachnachricht. Bro, das Abo läuft in 2, 3, 4 Tagen, in 2 Wochen aus. Sag mal, ob ich weiter trainieren. Es melden sich ein paar Frauen, ein paar Männer, sagen, ich komme nach der Sommerferien. Bonne Chance, genieße deine Sommerferien. Mein Gott, was soll ich dir jetzt eine Rechnung von 750 Schutz eindrücken? Das ist es ja, weil du willst ja Leute haben. nicht- Positiver Vibe. Genau. Dass wir uns Sachen sehen und nicht, vorgestern haben wir gestritten Genau. und jetzt kommt er, hoi, mein Ja. Arsch ist. Nein, Mann. Ich schwöre. Komm, wenn du willst bei mir trainieren. Genau. Und nicht, weil du vergessen hast zu kündigen Genau. und jetzt musst du wieder kommen. Genau. Ja, nein, ich finde das also krass, aber schön, dass er mit so einer Frage so etwas ausgelöst hat in dir. Bro, ich habe ihn gefragt, machst du was Liebe? Ich so, hä? Das ist mir zu sentimental. Ja, Mann. Und genau. Crazy. Aber das zeigt auch Google-Rezessionen 5.0. Okay, crazy. Ja, Mann. Ja, ich höre Ja, auch das wirklich ist- nur positiv. Du machst auch Social Media Arbeit, gell? Ich werde sicher verlinken da im Video. Du machst so Aufklärungsvideos. Genau. Dank dem Kollegen. Das ist der Deki von Influential. Er ist auch, wie ich am Anfang war. Ich so, Bro, zieh es durch. Ich bin dein erster Kunde. Dann ja, hat er 1, 2 Videos angefangen zu machen für jemanden und ich bin so sein hauptsächlich erster Kunde, der dann monatlich Geld überwiesen hat. Okay. Ich so, Bro, zieh es durch. Es soll dir überlassen, mach, was du für richtig hältst. Und ich habe ihm die Freiheit gegeben und haben wir so durchgezogen. Geil. Und er ist jetzt nur am Wachsen und er macht es super. Und ich sehe, was es hure schön ist, ich sehe ihn wachsen. Ja. Er wird besser, er kommt mir in Ideen. Ich so, Bro, geil. Das macht mich glücklich, wenn ich sehe, du bist am Durchziehen, am Verwirklichen. Voll, ja. Und du machst es mit Herz, du machst es mit Liebe, Herz. du merkst und es. er oder? ist super als Mensch und er will sich immer verbessern. Es gibt nichts Besseres, als mit so einem zusammenarbeiten. Ja. Geil, Mann. Hure schön. Was ist das grösste Missverständnis in deinem Job? Zum Beispiel, ich sage jetzt in der Pflege, du putzt ja die ganze Zeit Arsch. Das stimmt eigentlich nicht, oder? Was ist in deinem Job so das meiste Missverständnis? Vielleicht so als Owner von einem Gym, sage ich mal. Oh, ich weiß gar nicht, was sich Leute so denken tun. Du kannst überhaupt mit dem satt werden. Ja, es ist gute Frage. Es ist schwierig. Du verdienst sicher nicht wie ein Banker. Aber ich bin fix glücklicher als ein Banker. Ja.
Und das ist das, was die Leute müssen einfach mal abstellen, das Geld. Ja. Das Geld glücklich macht. Nein, Mann. Voll, bin ich voll bei dir. Ich hätte nicht meinen Job gekündigt. Ich hatte Ja. einen Babalon, aber... Aber siehst du, bist trotzdem weg. Ja, ja. Keiner kann dann sagen, hey, jetzt hast du fertig. Hat eine Rolex-Uhr, das Beispiel von oben, hat eine Rolex-Uhr, aber er sagt dir, kannst du bitte aufpassen, in 2 Minuten hast du den Hund. Hat er noch eine reingedrückt, hat gesehen, im Kalender bist du frei gewesen. Ja. Man, fuck you, man. Ich schwöre, was bringt dir die Rolex? Ich stehe auf, wenn ich möchte. Ich mache meine Termine, wenn ich möchte. Fuck it. Und jetzt zum Beispiel Sommerzeiten. Wenn ich will in die Party, dann gehe ich in die Party. Ja. Neben dem Sam. Auf dem Bänkchen. Auf dem Bänkchen, mit Das ist einem das Negroni. Aber so Leute, die so arbeiten, also ich bin auch selbstständig, ich habe eine Spitex GmbH gehabt, so Leute müssen aber auch viel strukturierter sein. Weil wenn du die Freiheit hast, zu machen, was deine Eier dir sagen, kannst du mega oft in das hineingehen, heute gehe ich baden, morgen gehe ich ausgehen, übermorgen bin ich da. Du musst dir, bei keiner Seite, oder? Ja, Du hast den Kunde. aber du musst schon ein Grundfundament haben. Du weißt, deine Fixkosten sind das. Du musst es anbringen, dass du deine Fixkosten durchstecken. Ja. Und dann, wenn du den Spielraum hast, ziehst du es durch. Aber du kannst eben kein Hänger sein. Ja, voll. Gewisse Sachen musst du durchziehen und der Rest hast du Freiheit. Ja. Aber du ziehst es auch anders durch. Mit Spaß. Ja. Ich würde jedem wünsche ich, sind selbstständig. Bro, mein Vater hat 17 Jahre in dieser Bank UBS gearbeitet. 2009, glaube ich, Wirtschaftskrise gekommen. Von 0 auf 100 haben sie ihn gekündigt. Aus dem Nichts. Einfach so sind sie gekommen. Der Typ hat nie gefällt, Bro, Nachtschichten gearbeitet. Er war zuständig in gewissen Ländern, dass du hast Geld abheben kannst. Systemkontrolleur bei der UBS. Wie der letzte Dreck haben sie ihn verabschiedet. Der Typ ist nicht mehr zurechtgekommen. Crazy, ja. Für das hast du jahrelang investiert Ja. und das ist der Dank dafür. Genau, das ist so leicht für jemanden arbeiten. Das hat mich auch ein bisschen triggert. Dass dann einfach so gekündigt hat. Noch kann ich mich erinnern, ich bin dort in Vacallo, im Tessin. Ich habe das mitbekommen, so krass. Hat er keinen Job gehabt, jahrelang. Und dann ist er Taxifahrer geworden. Krass, ja. Von UBS. Und dann kennst du, wenn du reingehst, siehst einen Namen und fängst mit dem Hochdeutsch an reden. Ja, ja. Mein Vater hat einen besseren, sauberen Dialekt als ich. Ah, crazy. Ich und er sind bei der gleichen Kindergartenlehrerin gewesen. Ah, was? In Oerlikon. Krass. Ja. Der Typ redet perfekt Schweizerdeutsch. Ist verletzt sicher, Mann. Bro, er Ja. ist kaputt gegangen. Er ist schaumig heimgekommen. Der Typ ist riesig. 2 Meter groß. 150, 60 Kilo. Riesig. So emotional geworden. Ja. Nach der Autofahrten, weil er immer die Geschichte hat müssen erzählen und die Leute konnten glauben, dass er jetzt Taxifahrer ist. Sie sind mit dem Tränen gekommen. Ja, fix, Und ich Mann. so, fuck man. Ich so, nein man. Hell no. Das wird ich nicht. Nein. Ja. Bro, dann sind sie ausgewandert. Also sind sie ausgewandert? Ja. Haben sie das Haus verkauft. Wo sind sie hin? Serbien? Serbien. Serbien. Hätte ich von mir gedacht. Lehrer ist richtig so ein Schweizer. Da aufgewachsen, die Mentalität. Ich versuche es heute noch zu begreifen, wie er das Leben unten schafft. Ich könnte es nicht. Ich kann es auch nicht. Meine Eltern sind auch runtergegangen. Ich kann es nicht. Nein. Ich kann es nicht. Aber ja, jedem das sein. Ohne Chance. Ich schwöre. Was ist die spannendste Geschichte aus deinem Berufsalltag? Oder der schönste Moment, vielleicht, wo du vielleicht so zurückdenkst? Was ich bis jetzt geleistet habe. Das, wie sich alles entwickelt hat. Wie du dir das so vorgestellt hast. Und auch vielleicht größere Ziele gesetzt hast. Das ist die Erfüllung. Das ist nicht jetzt ein Punkt. Okay. Du träumst zum Beispiel, irgendwann eigentlich mein erster Kunde und dann hast du den. Irgendwann hast du die 100er-Marke geknackt und dann hast du Genau, so genau, die Ziele, die du dir setzt. Genau. Und Die dann erfüllst. amigs schweifen ja Ziel ab. Sagst okay, ich bin jetzt momentan in dieser Position, zum Beispiel im FCZ, das fehlt noch, ich tue die Schiene einschlagen. Und deswegen habe ich das mit der Spüro geholt. Weil wir sind in der Schweiz noch hure hinten drin, was Athletik angeht. Ach schon. Wir sind noch Welten hinten drin, Jahre. Okay. 10, 20 Jahre hinten drin, was? was England angeht. Was England, was okay. Amerika angeht, noch 30 Jahre hinten drin. Ah, crazy. Ja, wir haben noch keine Ahnung, wie die Ernährung funktioniert Ja. für Sportler.
Das Wissen ist noch hure tief. Mhm. Du hast Ja. keine Ahnung, wann du sollst was eigentlich essen für den Sport. Mhm. Ja, jeder sagt etwas anderes. Ja, das hat etwas Fragst anderes. 5 Leute, hast du 10 Meinungen. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Spiro. Das zeigt dir ganz genau, wie viel du Kohlenhydrate in einer Stunde verbrennen. Ah, was? Jetzt rollen wir eine Stunde und du weißt eigentlich, du hast 60 Gramm Kohlenhydrate verbrannt. Und Kohlenhydrate ist Energie. Ah, was? Und du trinkst Wasser die ganze Zeit. Deswegen habe ich dir das Fokusprast, Genau. wo ich und der Kollege rausgebracht haben. Und das solltest du eigentlich trinken. Dass du das Null rausholst. Genau. Das ist jetzt ein Getränk während dem Training. Mhm. Und alle reden immer von Proteinen. Wir müssen das nicht mit Bodybuilder vergleichen. Ja. Wir sind kein Bodybuilder. Und da zum Beispiel auf 100 Gramm hast du 76 Gramm Kohlenhydrat. Okay. Das ist das bei dem intensiven Training, wo du verbrennen tust. Und das sollst du dann wieder reinnehmen. Okay, Der grösste Stress in deinem Tag ist das Training. Ja. Es ist ein guter Stress, positiver fürs Mindset. aber das ist Stress, voll. Ja. Aber es ist Stress für den Körper. Und um den Stress solltest du eigentlich am besten essen. Du sollst nicht so ins Minus gehen. Okay. Und du hast keine Ahnung. Ja, ja, eben, Leute denken, ja, ich muss jetzt... Jetzt, wenn du ein Easy-Training hast, ein bisschen joggen, ein bisschen Velo fahren, das ist Fettverbrennung. Du musst das nicht nehmen. Ja. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du Fett verbrennen tust, nichts vor dem nehmen. Jemand hat einen anderen Fettstoffwechsel wieder. Ein anderer oder andere. Ja. Alle, die so intensiv trainieren, haben eigentlich einen schlechteren Fettstoffwechsel. Weil Okay. sie verbrennen eigentlich immer Kohlenhydrate. Ja. Und deswegen ist es wichtig, hey, fahr mal runter, geh mal joggen, geh Velo fahren, dass der Fettstoffwechsel ankurbeln. Crazy. Jetzt eigentlich bei uns im BJJ-Training, vor allem bei uns, wo es hart abgeht, Das. trinken. Während dem Training. Kohlenhydrat. Jetzt nicht nur extra, jetzt spezifisch Ja. auf das Produkt. Trinken Kohlenhydrat. Bei intensivem Training. Voll. Und bei der Spiro siehst du alles. Ich muss mal kommen. Machen wir die Spiro bei mir, dann zeige ich dir alles schwarz auf weiß, wie viel du verbrennen tust und wie das Essen soll ungefähr ums Training aussehen. Ja, schon. Wie viel du, was dein Grundumsatz ist zum Beispiel. Mhm. Nein, ich muss. Frauen. Wir geben denen einen Ernährungsplan. Die fuck, ich habe ja Messungen gemacht, du ja posten. Mhm. Die haben nun, so paradox es tönt für die Frauen. Umso mehr Essen du tust, umso weniger Stress hast, umso besser verbrennst du Fett. Okay. Jetzt Frauen schauen immer aufs Gewicht und ich muss noch weniger essen. Mhm. Das ist Stress für den Körper. Und Frauen haben einen größeren chronischen Stress wie wir Männer. Mhm. Die denken 3-mal mehr wie wir. Wie Extremzonen nehmen die zu. Bei oder Zellulite. Mhm. Essen macht glücklich. Viel und sauberer Essen durch den Tag macht dich schlanker. Krass. Eben, weißt gar nicht. Keine Ahnung mehr. Dann tun wir Diät machen, Was dies, ist scheiß das. Diät, Mann? Essen, Ja, aber gesund. ja, voll. Premier League zum Beispiel, Mannschaften brauchen ein riesiges Buffet vor dem Training. Wir reden von Training, nicht vom Matchtag. Training. Für Fleischfresser, für Veganer, für Vegetarier, für Amana, alles. Und für jeden Spieler plus minus abgestimmt. Mhm. Wie viel Haferflocken, wie viel dies und jenes. Und wir da schaffst bis um 5 Uhr, hast am Mittag gegessen, 12 Uhr, dann musst du am Abend noch ins Training stressen. Ja, genau. Bro, du Haust dir ein nimmst Sandwich nicht rein, an. irgendetwas mit Konservierungsstoff aufgefüllt bis zum geht Genau. nicht mehr. Eben, es ist nicht die Menge, es ist was du Was isst, oder? du isst. Qualitativ gutes Ja. Essen. Und öfters. Ja. Weniger snacken. Zum Beispiel die 16-8-Diät. Ist nicht schlecht. Für Büromenschen. Die immer etwas zum Naschen haben. Ja, voll. Sobald du Sport machst, nein. Essen. Essen keinen Scheiß. Zu 9 ist ein Hüttenkäse. Ja, Mittag sauber. Zu 4 kannst du eine kleine Frucht essen. ja, voll. Aber ums Training ist das Wichtigste. Hau dir nicht 2 Bananen rein. Eine Banane ist um die 20 Gramm Kohlenhydrat. Okay. Umso intensiver, umso größer, umso schwerer einer ist, Mhm. umso mehr verbrennt er. Das heißt, iss ruhig 3 Bananen vor dem Training. Mhm. Keine verreckst nicht. Ich Du bringst nur die bessere Leistung. Ja. Nein, ich muss mal vorbeikommen. Ich soll mal so einen Check machen, ich muss abnehmen. Ich bin voll zugenommen. Dort etwas essen, da etwas essen. Ich schwör's dir. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ihr Scheiße esst, esst es kurz vor dem Training.
Scheißegal, auch Schoki. Erst kurz vor dem Training. Aber dann fängt die Maschine eher an zu arbeiten. Bro, danke nochmal. Ich habe das vor der Frage wollen zeigen. Der Bruder kommt nicht mit leeren Händen. Believe, glaubt euch. Eine Flasche. Und Bro, was ich am meisten gefreut habe, ist der Trainer. Du bist mit voller Hand gekommen, Brüder, Mann. Speed, Power, Strange. Ja, Bro. Das ist das, was im Athletikbereich braucht. Okay. Das nachher anlegen. Ja. Ich will es jetzt anlegen, ist mir zu heiß. Bro, du hast vorher etwas gesagt, du willst etwas erwähnen wegen Kind, wegen dies, wegen das. Bro, Einstellung. Vorher haben wir den Gap erwähnt. Zwischen den Alpha-Tieren und den Panda. Was ich gemerkt habe, auch die heutigen Spieler oder Kinder werden zu viel mit den weißen Händen angefasst. Immer so aufpassen. Darf ich ihm das sagen? Das Resultat sind wir jetzt bekommen. Du siehst, wie Kinder jetzt drauf sind. Und werden wir noch schlimmer, wird es etwa noch 15 Jahre. Wenn wir die Einstellung haben, dass wir den Kindern nichts mehr sagen dürfen oder keinen Befehl mehr geben dürfen, wir werden im Arsch sein. Wir werden den Kindern nicht mehr später erziehen. Ich muss das Kind ab Tag 1, wenn es ein Baby ist. Ich sehe das bei meiner Frau. Läutet mir 10-mal an, sagt deinen Söhnen das und das. Ich so, nein, Mann. Also, bei mir geht es komischerweise. Wenn ich daheim bin, ich habe das schönste Leben, auch mit den Kindern. Er sagt ihnen das, dann wird das so gemacht. Sie hat Mühe mit den Kindern. Nur weil sie das Gefühl hat, dann sagt sie mir, ich liebe aber meine Kinder. Ich liebe sie auch. Ja. Aber es ist Grenzen, die muss jeder kennen. Genau. Und sobald du deine Grenzen nicht mehr kennst, wird es schwierig für alle sein. Kinder müssen, wenn die immer Grenzen testen. Ja, eh. Communication zwischen Mutter und Kind ist auch miserabel. Aber beim Vater kennt man Grenzen. Der weiß ganz genau, wie lange er Zeit hat, wenn ich ihm sage, geh aber etwas bringen oder wegschmeißen. Dann ist es nicht, nein, Bro, das ist ungefähr um die 5 Sekunden Zeit. Fang schon an. Ja, das ist schön. Ja. Und das macht es ihm dann auch einfacher später im Leben. Sagst du, die Welt ist aus dem Grund wie aktuell so, wie du es vorher erwähnt hast, damit du kannst heute Katz, Hund, Maus sein, was du bist, was du identifizierst? Das ist eine psychische Störung. Okay. Das ist eine psychische Störung, Bro. Ich komme auch wieder von Amerika. Oder? Ich bin gar kein Fan vom Westen. Ja. Kommt ja auch von dort. Ich meine, es gibt ja Leute, die in der Schule sind und nachher machen sie Mittagsschlaf. Ich habe das mitbekommen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Und dann sagt die Lehrerin, hey, mach du etwas für die Schule. Und sagt sie, ich bin aber eine Katze macht Mittagsschlaf, also schlafe ich jetzt. Und dann müssen die Lehrer das anscheinend akzeptieren oder respektieren. Ich glaube, der Lehrer eingeschlafen hätte ich, also ihn hätte ich in Guillotine gepackt und der Kleine hätte verginkt, man. Nein, nicht ihn leider, die Eltern vom Kind. Das ist krank. Wie will denn das Kind später mal durchziehen? Egal was, sei es ein Angestellter sein oder etwas für seinen Traum zu machen. Die wird nie etwas durchziehen können. Ja, ich bin auch nicht so ein Westen-Fan, muss ich sagen. Und ich sage auch, es kommt ab und zu mehr Scheiß über, als etwas Gutes kommt. Und wir orientieren uns aber leider krass nach dem, was kommt von aber das sind Eltern schuld. Kennst du noch, gewisse Eltern sagen so, ja, aber die Kinder sind früher anders gewesen. Es sind nicht Kinder, die anders waren, es sind Eltern, die anders waren. Es sind Eltern, die den grössten Fehler machen, den Kindern zu viel erlauben. Ja. Bro, ich sehe es sogar, Kinder sind tollpatschiger jetzt geworden wie früher. Weniger Sport, nur am Handy. Wie viel Mal hast du Lütli-Spiel gemacht früher? Die ganze Zeit. Hat dir jemand da gelütet und ist mal abgehauen? Noch nie. Das heisst, Sprints fehlen, Versteckis fehlen, Fangis fehlt, Klettern auf den Bäumen fehlt. Ja. Alles so Motorik-Sachen. Deswegen hat man auch heutzutage mehr Kinder mit Brüllen. Mehr Kinder, die übergewichtiger sind. Also alles fehlende Motorik. Kirnzonen, die nicht mehr aktiviert sind. Du weißt, wie viele Kinder früher ein Rad haben können machen? Ja. Geh jetzt auf der Straße. Sag von 10 Kindern, machen mal ein schönes Rad. 4, 5 Räder hintereinander. Keine Chance. Nein. Ich sage auch zum Beispiel, ADHS ist für mich auch eine Krankheit, die mit der Zeit erst gekommen ist. Kind macht nicht, was du sagst, ablenken, hock vor dem Fernsehen.
Genau. Oder Das eben- sind zu viele Reize. Dein Kinderkopf kann das gar nicht einordnen. Genau, Verstehst du? Und darum entwickelst du eine Konzentrationsschwierigkeit. genau. Zum Beispiel gute Vereine geben auch den Spielern Handyverbot am Matchtag. Okay. Weil sie sollen nicht schon Entscheidungen treffen. Weil du kannst ja nur eine gewisse Anzahl Entscheidungen treffen pro Tag, intelligente. Jetzt, wenn du immer am Nattel bist und es kommen, wie du sagst, Reiz, dann, wenn es darauf ankommt, bringst du die falschen Entscheidungen. Ich habe auch das Buch vom Ding gelesen, von Steve Jobs oder von Mark Zuckerberg, glaube ich auch, haben die immer die gleichen Kleider. Das ist, sie haben immer die gleichen Sachen an, damit sie nicht mit Entscheidungen treffen, am Morgen nehme ich jetzt gelb, grün, gelb, blau. Ah, okay. Das heißt, Bub, ich nehme das, fertig. Okay, dass du deine Entscheidungen auf wichtige Sachen kannst fokussieren. Ich habe mir noch gedacht, wieso haben die immer gleiche Kleider an? Ich glaube, die haben schon Geld für andere Kleider. Ja, ja, eben, was haben die Hand? Die Hand, ich schwör's dir. Aber alle sehen gleich aus. Ja. Und ich tue, keine Ahnung, vielleicht gibt man es mir nicht wegen der Tattoos oder was auch immer. Aber ich es hure gern, hure viel gern. Am liebsten Biografien oder Sachbücher. Wo du siehst ganz genau, wer wie gelebt hat, wie er etwas durchgezogen hat, eben wie Google entstanden ist, Apple, Steve Jobs, Bro, der Typ hat Microdosing LSD konsumiert, damit er seine Fantasie kann erweitern kann. Und wegen dem haben wir auch die krassen Apple-Produkte. Ah, was? Das ist keine Anleitung für Kinder. Ja, das ist keine Anleitung für Kinder. Ach krass, er zieht durch mit Drogen. Ich mache ein Fitness-Gym. Was habe ich von Miro und Hakan gelernt? Ich muss LSD und Microdose. Nein, das ist crazy, das ist crazy. Also, das hat mich jetzt recht gepackt, das mit der Entscheidung. Es macht eigentlich voll Sinn. Und es beantwortet ja auch meine Frage, wieso haben die immer das Gleiche an? Ab jetzt, ich lege immer das Gleiche für Podcast an. Wer will Sponsor? Ja, Mann. Aber wie sieht es bei dir aus jetzt? Wie lange bist du schon am Podcast machen? Warte, jetzt stelle ich mal ein paar Fragen zu. Also, stell dir. Wie lange machst du Podcast? Seit dem 1.8. letztes Jahr. Okay. Also, Geburt von Schweiz habe ich angefangen. Gut. Sind schon Leute gekommen mit Sponsoranfragen? Ja. Angenommen, nicht angenommen? Nicht warum? angenommen, weil es etwas ist, das ich nicht vertreten kann. Also ich habe gehört, man macht mir ein Sponsoring von etwas. Ich will es niemandem bloßstellen, darum ich sage dir oben, was es ist. Und mehrere 1000 Franken. Aber pro Folge. Aber es war etwas, das ich nicht vertreten konnte. Geiles Jahr. Und darum habe ich gesagt, ich rede nicht da über psychische Gesundheit, dies, das, und nachher mache ich Werbung für etwas, das dich eigentlich als Mensch kaputt macht. Also nehme ich es nicht an. Also habe ich es nicht angenommen. Geil. Das ist schon geil, dass du so eine Linie hast. Ich vergleiche es jetzt gerade mit der keine Abo-Verlängerung. Genau, ja das voll. Gleiche. Ist genau das Gleiche, Bro. Und nur so kommst du weiter. Ja, voll. Wie sieht dein Konzept aus jetzt fürs Podcast? Was ist dein Ziel? Wo ist der nächste Schritt? Bro, ich habe jetzt angefangen mit Social Media Arbeit machen, also TikTok und so. Ich mache auch dort Videos, wo jetzt nicht Clips sind vom Podcast, sondern wie ich mich aufrege über andere Sachen. Ich sage so viel, ohne irgendwie zu viel zu sagen. Es heisst nicht umsonst, jetzt redet mir. Und wir machen auch andere Sachen als reden. Jetzt fightet mir. Nein, der Name ist extra so ausgewählt, dass ich das ausbreiten kann. Es hat extra 7 Köpfe dort, weil das verschiedene Kategorien werden sein. Ich habe extrem viel geplant. Ich weiß nicht, wie viel ich vor der Kamera sagen möchte, weil das ist auch wieder, red nicht, mach zuerst und dann reden. Aber das ist so ein bisschen die Vision. Also es wird nicht nur beim Podcast bleiben. Es wird etwas Vollumfängliches werden. Welcher Zeittour? Bro, ich gebe den Druck, du merkst das gar nicht. Ja, ich mache immer so kleine Ziele. Ich mache mir so zum Beispiel, nachdem ich 1 Jahr Podcast gemacht habe, will ich wie diesen Fehler beheben und dann ab dann passiert es wie nicht mehr. Und ich bin aktuell noch dort, also es ist noch recht in der Babyshow, sage ich mal. Und ich setze mir gerne so Zwischenziele. Und wenn ich ein Zwischenziel erreicht habe, dann komme ich näher an mein grösseres Ziel. Ich sage mal so, eine Kategorie wird sicher noch Ende dieses Jahr eröffnet. Also etwas Grosses. Geht es richtig Fernsehen? Hast du das schon mal überlegt?
Habe ich mir nicht überlegt, ich habe schon mit Leuten aber darüber geredet und Bro, Fernsehen, sind wir ehrlich, ist am Aussterben. Also weißt, wenn dir langweilig ist, ich sage, wenn mir langweilig ist, ich mache nicht den Fernseher an, ich gehe auf YouTube, Bro. Ja, Ich schaue Sachen, die mich Ja, interessieren. Und wenn es dann jemanden gibt, der geilen Content macht und jetzt macht er noch einen anderen Content, dann schaue ich eher das an. Ich will erstmal so... das Fundament. Genau, Fundament, Bro. Ich kann nicht schon jetzt das drauf bauen und das drauf bauen, wenn das Fundament nicht mal stimmt. Ich bin bei 36, 37 Folgen aktuell. Es ist noch kein Jahr da. Das soll mal gefestigt sein und dann baue ich oben drauf auf. So. Und einfach, du willst einfach deine Kundenbreite komplett offen haben. Genau, ja. Darum auch, du siehst ja auch Gäste. Es kommt ein Lutschi, dann kommt eine Körperpsychotherapeutin, Ja. dann kommt... So eine Frau. Genau, dann kommt die Frau von Sony, die Chefin von Sony. Dann kommst du in dieser Fitnessbranche. Ich sage zum Beispiel auch, was ich auch einbauen möchte, das kann ich so viel kann ich sagen, sind meine Brüder. Wo siehst du 4 Brüder, also, und jeder ist so, ich sag mal, kameratauglich. Ich habe sehr spannende Brüder, Bro. Ich bin der wüsteste von der Familie, also meine Brüder sind maximal schöne Menschen. Und ich möchte auch wie so eine Gruppe aufmachen mit ihnen. So. Und dann reden wir über gewisse Themen. Eben, ich will nicht zu viel verraten, weil nachher mache ich leere Versprechungen. Schwimmen deine Brüder so schnell wie du? In ihrem Segment, wo sie sind, ja. Bro, mein Bruder ist Fitness, Psycho, Profi. Also wirklich, es gibt nichts, was der Typ nicht weiss. Wenn ich irgendeine Frage habe, irgendein Ziel habe, das ich erreichen will, ich gehe zu ihm und er kann mir genau sagen, wenn ich es erreichen werde. Ich zeige dir mal nachher etwas von ihm. Du wirst ihn vorher fühlen. Bro, er ist ein Muskelpaket, ich schwöre es. Das macht er seitdem er 13 ist. Und er ist eine mega starke Persönlichkeit und auch mega spannende. Jetzt habe ich ihm schon auch gesagt, komm doch an, Mann, komm doch im Podcast, reden wir. Ich will zuerst meine Ziele erreichen und dann komme ich. Ich so, Bro, komm doch, man, reden wir, ich muss es nicht veröffentlichen. Er sagt, nein, Bro, ich habe mein Ziel, ich erreiche das und wenn ich es erreicht habe, dann komme ich zu dir, dann können wir reden. Und er ist jünger als ich, er ist 26. Ja, sicher. Nein, 25. Ja, also bin ich sehr gespannt. Voll. Hast du noch Fragen, oder? Nein, aber ich wünsche dir einfach wirklich, dass du es durchziehst, dass du grösser wirst. Das Werkzeug hast du dafür. Das ist eben dein Mundwerk, deine Einstellung. Und das ist das Wichtigste in jedem Business. Voll. Du kannst der krasseste Fighter sein. Aber wenn du das Training nicht kannst leiten, wenn du es nicht überbringen kannst, nützt dir alles nicht. Du musst authentisch sein, du musst Leute zum Lachen bringen, du musst Leute Freude schenken und dann wird alles gut. Und auch mit Informationen füllen. Voll. Ich habe auch Leute gehabt, die haben gesagt, ja, wieso gibst du so viel ab von dir? Die Informationen. Ich so, Bro, das ist unser Job. Wenn es die umwandeln können, umso besser. Ja, aber du kannst nicht etwas für dich behalten. Ja, genau. Gib die Informationen aus und dann werden dich auch Leute lieben. Ja. Auch ernster nehmen. Weder jetzt ein Fitnesstrainer, der 20 Diplome hat, aber erzählt nicht. Genau. Das ist so Fitness, wie sagt man denn? So Diplomsammler. Ja, genau. Aber auch voll Idiot als Mensch. Bro, das ist auch das, ich habe dir ja auch erzählt von dem Konzept, das ich geschrieben habe. Ich kann dir das nachher zeigen, Genau. wegen der Schulen und der Kinder und so. Was ist jetzt glaubwürdiger? Wenn dort Problemkinder sind und ein 70-jähriger Psychiater dort angeht und erzählt von seinem Diplom, oder wenn jetzt ein Kenneck dort angeht, auch Immigrantenkind, tätowiert, lebt auch in Zürich, ist auch auf der Straße und hat aber noch Schule gemacht und erzählt dir etwas. Genau. Was glaubst du als Kind mehr? Du bist viel mehr kredibiler, du bist viel authentischer. Du bist viel näher an den Leuten. Genau, es ist fassbarer für sie, wenn ich etwas erzähle, als wenn der Psychiater Aber das ist etwas wichtig, deswegen machen wir auch Social Media. Ja. Dass sie dich öfters sehen, dass sie dich öfters... dass sie das Gefühl haben, sie kennen dich. Genau. Hey, zum ersten Mal... Kennst du den Endrit noch von früher? Ja, sicher. Der dicke Albaner, der so der vergleicht. blaue Augen, blonde Haare. So ein, Ja, genau. Sicher, ja. Ich habe den Typ gefühlt. Ja. Der war der Erste, der, glaube von Schwammendingen war, wo die Witzli-Videos gemacht hat. Und ich habe ja so oft geschaut, so oft gelacht, wo ich ihn live gesehen habe. Ich habe das Gefühl, er kennt mich, wir kennen uns. Ja. Der Typ hat mir heu gesagt, ich habe das Gefühl, er kennt mich nicht. Aber der Typ hat so oft gemacht, so gut, er ist so viral gegangen, dass man das Gefühl hat,
Man kennt ihn, also Ja, voll. wir kennen uns. Voll. Das ist eben... Und das soll auch das Ziel auch von dir sein. Auch das ist jetzt wieder Werbung. Werbung, Mann. Werbung ist das Wichtigste. Ja, genau. Das nächste, was ich so im Kopf habe jetzt betreffend Social Media, wie tue ich Werbung noch besser machen? Das ist so mein nächster Step. Zum Beispiel Red Bull, Cola, die müssen ja nicht mehr die Flaschen tun. Die tun ja eigentlich nur Erlebnis posten. Wie ein Kind glücklich ist. Nirgends Cola. Ja. Aber alle verbinden es okay. Wenn du die Cola trinkst, bist du glücklich. Ja. Oder Extremsportarten mit Red Bull. Motocross, wow. Content Marketing. Das ist eben Red das. Bull. Und weißt du, wenn du es geschafft hast, Bro, ich habe letztes Mal McDonalds-Werbung gesehen. Es steht nirgendwo drauf McDonalds und es steht nur, du weißt, wo es findest. That's it. Und alle wissen, es ist der Vielleicht die Big Mac. gleiche Farbe. Genau, es ist der Big Mac von Mac, jeder weiß es. Das ist Psycho, crazy, das ist Psycho. crazy. Wie es unterschwellig dich eigentlich wie so mitnehmen Ja. die Konzerne. Ja, Mann. Brosi, ich würde sagen, wir schließen ab mit diesen Shit, ja, Mann. Fanfragen. Das ist geil gesehen. Ich bin glücklich, habe nicht gebrüllt. Da hast du mir jetzt eine komische Frage gestellt, von der man ja am meisten Angst gehabt. Wie was für Fragen noch unter? Nein. Community, weiß ich nicht, was sie dir für Fragen gestellt haben. Oh shit, ja. Ich sag dir, du kannst Machen wir schon. lesen, wenn du sagst, das ist eine dumme Frage, ich habe alle aufgeschrieben. Du musst nicht beantworten, zieh eine, zieh zwei, zieh alle, wie du Das sind möchtest. die, ja. Okay, also gut. Wenn wirst besser im BJJ, wirst jemals besser im BJJ. Dummer Hund, hä? Ja, wenn BJJ ist etwas, du musst einfach ins Training gehen. Ja, nein, es ist so. Das ist so eine Disziplinsache. Du musst einfach gehen und dann wirst du besser. Vor allem merkst du schon, dort habt, da fühlst du dich sicherer. Genau. Ja. Und du besser in die Position, wo du früher Mühe gehabt hast. Genau. Ja, und dann hast du auf einmal, keine Ahnung, ein Blue Belt, Purple Belt, Brown Belt, Black Belt. Bro, ich werde nie vergessen, wo ich die ersten paar Black Belts hatte. Ich auch, es ist das geilste Gefühl auf der Bro, Welt. ich bin rausgelaufen. So, Ich ich so, jetzt schwör. fick ich euch alle. Also keiner kann mir etwas gratis sein mit den Rücken genommen. Ja, man, das ist BJJ. Ja. Kann ich jetzt einfach ziehen? Du kannst alles ziehen und einfach beantworten, wie du möchtest, in der Länge, die du willst. Schon eine Frage, die du mir gestellt hast. Wie anspruchsvoll ist es als Fitnessstudio-Inhaber finanziell zu überleben? Wie jede Firma am Anfang auch. Die ersten 5 Jahre, 4 Jahre hart. Okay. Bei mir habe ich es gemerkt, nachdem ich das Leasing abgezahlt habe von den Geräten, wo jeden Monat 4'000 Schuss sind. Boah. Ja, plus noch Miete, plus noch andere Sachen. Ja, aber ich habe das gemacht, wo ich liebe. Und dann ist das Finanzielle nicht mehr so wichtig. Wenn du willst eine Firma eröffnen und dein grösster Fokus ist das Geld, Lass sie. lass sie. Ja, voll. Lass sie. Es muss dich glücklich machen und das wird dann lang heben. Ja, voll. Macht Sinn. Könntest du das Leben nur mal leben, wirst du etwas ändern. Was? Das ist so, bereust du etwas? Oder was würdest du den Jüngeren mitgeben? Ich wäre gleich zielstrebig, aber überall trotzdem noch ein bisschen lockerer. Okay. Dass wenn so etwas reinkommt, dass du das auch ein bisschen Genau. anschauen kannst, anstatt so Genau. stur durch. Genau, Okay. genau, die Sturheit, genau. Ja, shit, aber... Bro, ich sag dir, die Community stellt brutal geile Fragen. Gute Frage. Ich habe gemeint, viele Idioten haben etwas geschrieben von meiner Community geschrieben. Wie groß bist du? 1,82, 83. Hast du gerne grösser? Bro, wir haben Basketball angefangen zu spielen und dann haben die Jugos auf einmal daheim in Serbien angefangen zu erzählen, ja, du wirst 2,6 Meter. Meine Mutter ist 1,70, mein Vater ist 1,98. Ja, beste Voraussetzung. Onkel 1,98, der zweite Onkel 1,96. Grosseltern gross. Ich so, fuck, der ist 30. Und dann bin ich noch gut gewesen. Bin ich in die Schweiz zum Arzt messen. Ja. Du kannst eben da zwischen dem Handgelenk kannst messen. Das haben sie bei mir auch gemacht, ja. Dann sagt er mir 1,82 und ich war in der Pubertätsphase, irgendwie so 12, nicht Pubertätsphase, aber so 12 bin ich gewesen. Der Typ hat mir das Leben genommen. 1,82, 3. Ich so, was 1,82, 83? Hure klein, Mann.
So, der keine Ahnung. Zack, ist genau so gekommen. Genau so. Bist du netti oder nicht? No. Was ist das, Bruder? Ich habe das nicht gecheckt. Bist du auf Stoff oder nicht? Aha. Ich habe so gelesen, ich so nett, ich so, ist das irgendein Insider, vielleicht von einem Kollegen oder was auch immer. So komm ich Fragst schnell. den Bruder. Ja, Was netti heißt. Bist du schon mal im Knast gewesen? Nein, zum Glück nicht. Auch nicht einmal U-Haft. super. Ja. Bro, ich habe eine Ich habe mich andere nie verwitschen lassen. Frage. Das 11. Gebot. Smat. Ich habe eine andere Frage. Das ist mir gerade aufgepoppt. Wenn du jung Krafttraining machst, tut das etwas bei deiner Körpergröße, kann das viel einen Einfluss haben? Oder wirst du so groß wie... Nein. Nicht? Nein, eigentlich nicht. Außer man trainiert falsch. Ja. Aber es macht es auch im Erwachsenenalter. Wenn du falsch Okay. trainierst, hast du Rückenschmerzen, hast Nackenschmerzen, hast überall Schmerzen. Ja. Genau das gleiche auch im jungen Alter. Übungen müssen einfach sauber durchgeführt werden. Es gibt Okay. gewisse Übungen, die ich nicht machen würde. Wo zum Beispiel zu viel Gewicht auf dem Nacken, auf dem Rücken hast. Würde ich meiden. Aber im jungen Alter sicher wichtig, Plyometrie, Stabübungen oder Rumpfübungen, dort sind die Jungen noch nicht so weit. Okay. Und das ist wichtig, dass man das erst stärker tut und dann kann man andere Sachen. Performen. Okay. Jetzt, wenn Fußballer zu mir auch jetzt kommen, heute habe ich zum ersten Mal einen jungen Tennisspieler. Ich habe gesagt, der Ältere, das Training wird nicht eine Stunde gehen, wird nur 45, wird um die 45 Minuten gehen. Wichtig ist, dass das Kind immer noch Spass hat, Genau, wenn es ja. kommt. Und nicht so wie bei mir früher. Wir haben heute das und du musst es durchziehen. Ja, Ob du Freude ja. hast oder nicht, du musst es durchziehen. Voll, das schießt dich an nachher. Genau. Und erkläre auch, warum wir es machen. Heute werden wir Plyometrie. Plyometrie sind Sprungübungen. Warum? Dass du schnell kannst reagieren kannst. Ja. Schnell einen Richtungswechsel kannst machen. Also, wir machen es wegen dem. Nicht einfach so. Das ist voll wichtig bei den Kindern. Mega, ja. Machst du einfach, wenn du es gemacht hast, Erklär dann auch. den Sinn auch. Genau. Wieso mach ich es? Genau. Dann machst du es ja auch lieber, weil du willst ja besser werden in dem. Hast du Angst vor irgendetwas? Nur von der höheren Macht, von Gott. Und ich wünsche mir auch nur, dass es meiner Familie gut geht. Ja, voll. Und meinem Umkreis und Umgebung. Ja, voll. Von dem her. Was sonst Angst ist eine Illusion. Ich habe jetzt gerade letztens einem Kollegen gesagt, am Dani Stefanowski, der Gladiators hat für das MMA, dass ich gegen einen fighten möchte im MMA. Der hat momentan den grössten Hype, ich erwähne jetzt keinen Namen, der hat momentan den grössten Hype in dieser Veranstaltung beim Dani. Und gegen ihn möchte ich fighten. Und ich habe es auch gewissen Leuten gesagt, die mir nicht sind, die so, wow, du hast Eier, dies, das. Ich so, Bro, Angst ist nur eine Illusion. Ja, voll. What the Ja. fuck? Und die Leute sollen die Illusion aus dem Kopf bringen. Voll. Was denkt der andere? Ich habe Angst. Was soll passieren, Mann? Angst Was ist... soll in einem Fight passieren? Ich könnte einpennen und dann, Ja. ich starte mich noch und dann. Ja, und dann, ja. Was Aber dann? ich bin nicht so einer, der gegen Schwächere möchte fighten. Ja, ja, die Nein, haben wir ja viel, Bro, in der Schweiz, sind wir ehrlich. Dass du sagen kannst, ich habe 30 Fights und 30 Siege, ja, Kollege, du hast aber Dann gehst du auch... Instagram, die letzten 10 sind alles hure fetzig gewesen. Ja, genau. Keine Kondition, Anfänger. Voll. Oh, nein. Voll. Ich fighte die Beste. Aber mein letzter Fight, der Typ war ungeschlagen. Ich glaube 6-7-0 hatte ich. Nur im Boxen. Und ich gewonnen. Ja, Auch er hat gewinnen. Er ist ein schönerer Fighter gewesen. Ich habe mich auch gerne geprügelt. ja, voll. Genau, Angst wirklich nur von... Angst ist eine Illusion, die du Ja. dir einbildest, die nachher Grenzen in deinem Kopf erzeugt. Bravo. Hure gut gesagt. Ich habe einfach Respekt und ich wünsche mir einfach, dass Voll, Bro. die ich gerne habe, gut leben. Voll, ja. Gute Frage. Fuck, man. Ist- Das ist sicher Zeig- die Community. Wie kann man sich mental am besten verändern, damit man mehr aus sich rausholen kann? Einstellungssache. Kleine Ziele setzen. Die Ziele auch angehen und verwirklichen. Und ja, Bro. Einstellungssache. Ja, Und voll. auch etwas durchziehen, weißt du? Kommt unbedingt in das ganze System hinein, in dem wir Sachen erreichen. Eine Zielsetzung. Hast du gemacht? Heute gehe ich Bananen kaufen, dann gehst du Bananen kaufen. Und dann kommen größere Sachen. Ja, voll. Weniger reden, mehr machen. Ja. Shoutout to Estela Paez. Das ist eine 19-jährige Rapperin, die letztes Mal ihr Album vorgestellt hat. Und Bro, was für ein Mindset. Und das ist ihr Album. Weniger reden, mehr machen. Hört auf so viel schwätzen und dann macht einfach. Leistet mal etwas, dann könnt ihr genug reden. Nach dem 19 nicht. Hure gut. Ja, Mann. Meine Lieblingsfrage kommt noch. Das ist meine Lieblingsfrage.
Krass. Geile Frage. Was ist befriedigender? Sex oder das Gefühl nach einem Boxkampf mit 4 Unzen Händchen? Fix. Fighten. Fix. Mit 4 Unzen Händchen. Sex Schon. ist öfters. Ja. Aber die Kulissenbretter, auch das Fighten, du machst das, was dich glücklich macht, der Fokus, die Fetzerei. Das ist ein anderes Gefühl. Das ist ein anderes. Ja, kannst du nicht vergleichen. Aber es können nur Leute darüber reden, die schon mal im Käfig oder im Ring sind. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Ah, gut. Wie bist du dazu gekommen, ein Fitness zu eröffnen? Mit Niederschlägen? Mit Niederschlägen. Keine Aufstiegsmöglichkeiten gehabt. Dann habe ich ja Personal Trainings gegeben in anderen Gyms. Da hast du mir Prozent abdrucken. Genau, ja. Und ich bin immer fair gewesen. Das, was ich verdient habe, habe ich 20% abgedruckt. Gewisse haben grösseren Stundenansatz gehabt, aber haben dann den anderen verarscht und haben ihm gesagt, ich habe nur so viel kassiert, haben ihm einen kleinen Anteil angegeben. Und dann ist er zu mir gekommen, ja, ich habe das herausgefunden. Jetzt ist es 30 Franken auf Stunde. Und ich, der korrekterweise damals noch 70 Schutz auf Stunde verlangt habe, habe ich 14 Franken abgegeben. Jetzt will er von mir 50% eigentlich. Nur weil ihn die anderen verarscht haben. Krass. Ich so, nein, Mann, es lohnt sich nicht mehr von mir. Vom Arsch von der Welt in die Stadt hineinfahren. Im grössten Stau. Habe ich schon geschafft den ganzen Tag. Habe ich noch Kinder daheim und dann gehe ich noch eine Stunde Training gehen. Ich so, nein, Mann. Ja, schon. Ich fick die ganze Szene jetzt selber. Ja, voll. Und mit der Einstellung Geil eigentlich, ja. Mit Niederschlag kannst du. bist du nett. Schade, dass ja. Aber die letzte Frage. Was ist für dich die geilste Sportart? Fighten. Fighten. Ja. Ist ja auch untypisch, Bro. Also, dass Ja. du in diesem Alter wieder sagst, ich will wieder in den Ring und du hast es auch gemacht, oder? Es gibt auch viele Ja. Leute, die sagen und nachher machen es Ja, nicht. ich habe gestern gerade eine Reaktion gehabt. Wie alt bist du jetzt? 35 und du kämpfst immer noch. Ich so, ja, ich wünschte, ich hätte es früher gemacht. Klar, Basketball hat man eine geile Einstellung gehabt fürs Leben. Aber das, was du im Fighten bekommst, die Ruhe, wo du ausstrahlen tust, du weißt selber. Du weißt, du kannst einschlafen. Und das haben wir in der Natur, ist das Ja, Ding ja, bei den voll. Männern. Wenn wir uns Hand geben, checkst du gerade ab. Könnte ich Mit dir könnte ich das und das machen. Die könnte ich knocken. Nein, aber wie sagt man das? Nicht die Einstellung, aber das Selbstbewusstsein, Ja. das du hast. Ich wünsche dich, dass wir das ich wünsche, dass wir das jedem Kind geben. Ja. Dann jetzt im Kindergarten oder in der Schule nicht mehr die Gruppierungen. Dann müssen die Kinder nicht mehr Angst haben, oh, jetzt laufe ich an denen vorbei, sondern du laufst vorbei. Genau, ja. Wenn es einen Vortrag in der Schule hat, ist das Kind sicherer. Wenn er so, was denken die anderen, ist doch scheißegal. Ja, schon. Wenn es mir dumm tut, schaue ich an und sage, Pause, fick ich dich. Ja. Das ist so, Ja, Confidence einfach, Bro. Faktor Ja. ist so wichtig. Und deswegen wünschte ich eigentlich, ich hätte früher gefightet. Genau. Und ich wünsche auch, dass jedem Kind draussen, ohne Scheiß, BJJ ist perfekt. Ich habe deswegen meine Kinder ins Beste. BJJ gebracht, ganz am Anfang. Ja. Ist einfach die Zeit weg gewesen. Aber es ist so wichtig, dass sich Kinder können selbst verteidigen und wissen, okay, wenn etwas ist, wenn es darauf ankommt, kann ich es handeln. Voll. Ohne jetzt jemanden zu töten. Ja, voll sicher. Sicher. Weißt, es heisst ja nicht, dass du schlägeln musst, nur weil du es kannst. Genau, Weil du auf der Straße, Bro, die liebsten Leute, die etwas können. Weil die wissen, was du... nie schlägeln. Voll. Die können sich verteidigen, aber die wissen, was passiert, wenn ich den ersten Schritt machen würde. Darum machen sie es nicht. Genau. Und die meisten, die ein Problem machen, sind die nie geschlägelt haben. Ja. Wo Wo dreimal den Bizeps pumpt hat und hat das Gefühl, fuck, jetzt ich man. bin der Stärkste Bro, auf ich der hatte Welt. Situationen auf der Straße, am Autofahren, am Hupen, dies, das. Bro, ich habe mich entschuldigt, sorry. Ja, voll. Tipptopp. Ja, bonne Chance, Mann. Ciao. Und dann kommen wir zusammen, wenn sie mir etwas sagen, genau auf der Seite, wo das kaputte Ohr ist. Nicht. Ich will am Plan schauen, so weiterfahren. Ich habe mich verloren. Sorry. Für behinderte Sachen, Mann. Ja. Schön. Nein, Bro, das wäre das eigentlich, Mann. Brody, danke vielmals. Gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Nö, Bro, nicht. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass jedes Ziel erreichen. Danke, Bro. Gleichfalls. Danke. Und dass dich so viele Leute wie möglich abonnieren. Pushen, das ist das Wichtigste. Pushen, helfen dem Kollegen. Wenn nicht, wenn er sieht, er macht es geil und er macht es geil,
Auch wenn ihr ihn nicht kennt, teilt das. Appell ist angekommen. Danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Ciao zusammen. Bro, ich weiß nicht, ob wir die Frage übersprungen haben oder nicht gesehen haben, aber einer hat noch gefragt, ist Sports Performance auch für ein Franchising offen? Was antwortest du darauf? Ja, fix Franchising, Kooperationen immer sehr gern. Bin offen für alles. Es muss einfach immer 100% gegeben werden. Und dann kommt das gut. Und wie der Murti schon gesagt hat früher, es muss mit Liebe gemacht werden. Let's go!